Grüezi wohl, meine Damen und Herren. Wir sind da. Metal Servola aus der Region für die Region. Wir sind heute mit Sondergästen. Und zwar sind wir mit The Vicious Rainbows, mit dem Dave und dem Mauro. Grüezi. Hallo. Hey, thanks for having us und so. Yes. Also, was machen die schönen Jungs da im Baden? Was wir im Baden machen? Du wohnst da. Gut, ich will sagen, ich wohne da, ja. Ja. Ich Bad ist meine Hut. Mhm. Also der Bahnhof meine Wohnung, der Rest nicht. Tipptopp. Nein, eben, weil wir haben gedacht, wir haben schon lange ohne Gäste schon gemacht. Jetzt, glaube einen Monat jetzt, oder? Ja, ich glaube es. Und ich habe so gefunden, du, wenn wir schon so coole Nachbarn haben, dann tun wir die mal einladen in unser Humble Studio und machen ein bisschen Podcast und können die Jungs mal besser lernen. Was sagst du? Ja, ist wieder mal eine Folge für die Leute, die mich nicht gerne haben, weil ich werde nicht so viel schnurren wie sonst amix. Aber warum? Warum das? Weil es nicht um mich geht, sondern um unsere Gäste heutzutage. Wir können das sehr schnell umdrehen, kein Problem. Wir stellen jede Frage zurück. Ja. Ja, das ist gut, können wir schon machen. Machen wir das. Ich meine mit einem Single schon mal im Summer Breeze spielen und Lebenvertrag haben, das ist kein Small Feat, würde ich sagen. Hä? Ja, also, nein, look, es ist mega viel, also wir haben mega viele coole jetzt so Opportunities bekommen. Aha. Wir haben schon auch fest geschafft, aber es hat auch mega viel mit Glück und so ein bisschen zur Ja, richtigen Zeit, am richtigen Ort, Zeit zu tun. Richtige Zeit, Glück kann das Richtige geschrieben, eventuell auch noch. Mhm. Du, ich glaube, also von was ich gesehen habe, ich meine, du bist schon lange am Teasen an Instagram-Stories, das ist Scheiß am Du Machen. kennst mich, Mann. Und ich so, yo, bring den Scheiß endlich raus. Weißt du, ich habe sogar ein paar Mal auf Instagram geschrieben, hey Rudi, wann kommt es noch nicht? Wirklich so, ganz ehrlich, ich habe selber keine Ahnung. Mann. Ja, aber ich meine, was spannend ist mit euch, ist, das ist nicht eure erste Band, das ist nicht eure zweite Band, das ist vielleicht bei einigen von euch dritte Band. Oder ist es... Ich meine... Also, es ist meine vierte Band. Im Fall. Vierte Band? Die vierte, ja. Was? Ja. Weißt du, beim Dave... Nein, Dave, warte. Mal, Vielleicht es ist sogar die vierte, ich weiß es. Es ist die vierte. Es ist die fünfte. Nein, also, Es ist die fünfte. Okay, jetzt haben wir noch fünf. aber Mauro seine 4 kann ich glaube alle aufzählen. Ja. ja? New Print and Money, Okay. Darf ich verfluchen übrigens? Disconnect Ja, sicher. Okay, und, Motherfucker. ja, sicher. Und Defender voran und jetzt Vicious Rain. Yeah, you're right. Oh fuck, bei dir kann ich ganz Kannst du sicher mal sagen. Darf ich sie aufzählen bei dir? Ja, mach Nein, mal. ich fange bei Amongst Pariahs, weil vorher weiß ich nicht. Okay. Nubia, Before the Decay, oder? Und hat es vorher Before the Ja, Decay, was? Ich bin Before the Decay gewesen, ja. Hä? Aha! know Shout your, out am June. Ja, know your voll, friends. ja. Und hast du vor Before the Decay auch nochmal? Ja, aber also, jetzt haben wir Schülerband. eine Show gehabt, ja. Ah, wirklich? Das steht am Bandix. Bist du ja sogar Ja, gewesen. ah. Ja. Also dort habe ich noch Gitarre gespielt. Oh, warte. alright. Gib mir den Anfangsbuchstaben. Das wirst du nicht wissen. Also, Wirklich? T. Bro, keine Ahnung, ich gebe auf. Ja. Also, Okay. also es ist the end of the days. Hat's The geheißen. end Aber das, of- okay, das ich haben hätt's wir niemals. Nein, Hand aufs also, Herz, ich hätte es nicht wir haben da gewusst. eine Show gespielt und das ist direkt aufgelöst. Warum? Also, ich weiß auch nicht. Wir haben, glaube Ist das Banding-Saga nicht so gut gelaufen? ja, wir haben sehr so crushing Feedback bekommen. Nein, Willst du etwas Lustiges wissen? Ich war zweimal im Finale gewesen und ich habe zweimal nicht gespielt. was? Ja. Was? Mal, ich glaube, zweimal bin ich im Banding-Saga-Finale gewesen. Damals. Ah, du hast das Finale nicht gespielt? Genau. Okay, Und ich wäre im Finale gewesen. krass. Ja, lustig, gell? So Zweimal Fun Fact. Beinbrochen, oder? Nicht ich, nein. Aber Schlagzeuger und so. Oh shit. Alright, aber eben, das finde ich eben cool, weil eben in dieser Show geht es ja um, also können wir sagen, wir verehren die lokale Szene in dem Sinn und eben, es passiert ja oft, dass Leute in verschiedenen Konstellationen zusammen gespielt haben, Shows, sich kennen, nachher löst sich eine Band aus, nachher fängt die andere coole Band und fuck man, wir sind alle in recht coole Bands gewesen, schon vorher, oder es ist cool zu sehen, wie Merci. ihr die ganze konstante Evolution machen, wie fucking Pokémons, weißt du, was ich meine? Und das ist wirklich cool. Eben, und weil ich meine, ich weiss noch, Defender, wo ihr eure erste EP rausgehauen habt, dort haben wir gerade mit Whiteout angefangen. Und wir haben das gelost. Wirklich? Ja, und ich so, Das ist damn, Alter. Dafür gibt es Whitehead ja auch schon verdammt Ja, lang. 2000,
15 haben wir mit dem Thema angefangen. Oh, ja, hey, das passt genau, ja. Haben wir angefangen, Krass. so Leute zu suchen. Aha. Und dann eben, ich glaube, erste Show haben wir 2016 gespielt. Da bist du ja an der Bar gewesen, oder? Ist das die gewesen mit Atropas und Safe? Und Amongst Pariahs auch. Amongst Eben, Pariahs, gell? ja, Ja, ja. voll. Das war die erste Ja. Show gewesen, ja. Ist das noch... Okay. Ja, nein, keine weitere Frage. Ja, aber ich weiss noch, wo ich dann eure EP gelesen habe, ich so, damn, die Jungs, die können es richtig. Dann habt ihr so den Videoclip am Fluss. Ist das da irgendwo gewesen? Das war ja der Reus gewesen, in Jonen, falls das irgendjemand bekannt. Freiamt, weißt du. In Ich habe gemeint, Hometown. vielleicht ist da irgendwo an der Lima oder so. Bro, DIY, Baby, man. und das hat wirklich inspiriert. Du gehst einfach wie Jungs so in einem ähnlichen Alter, so ähnliche Generationen, einfach Vollgas am Gehen sind. Und das pumpt dich einfach so, und ich so Team so, Bro, die müssen auch so Gas geben und so. Hey, das finde ich immer das Beste, wenn du so deine Motivation... Du siehst Leute, wie sie, sagen wir jetzt, am Gas gehen sind und du bist so, hey, also weißt du, wenn dich das auf positive Art irgendwie motiviert, um auch mehr gehen und auch mehr Zeit investieren, dann ist das Beste. Also, Das Beste. Ich meine, es ist, Energy ist contagious, weißt du, was ich meine? Und, genau, und, sollte auch so sein. absolut, absolut. Und das, es pumpt dich einfach auf, oder? Ich meine, eben jetzt, wo ihr eure erste Single rausgebracht habt, ist so, fuck, der Chorus ist ja heavy, Alter, hure krass. Und ich glaube, vorher habe ich dich singen nicht wirklich gehört. Bruder. Mein Bruder, ja. Ja, ich kann auch, also bei Defender habe ich auch mehr so Harmonies einfach gesungen, mehr so Backing-Vocals. Ja, und so irgendwie, ich glaube, du kennst New Play the Money in dem Fall noch. Ich kenne nur den Namen, aber mit einer Freundin. Ich kann Meine allererste Band war eine gehört. Pop-Punk-Band, à la Yellow Card. Wir hatten sogar eine Gigaspielerin gehabt damals. Und dort habe ich auch schon eigentlich gesungen, aber eben singen. Hey, aber Yellow Card kommt zurück. Vielleicht solltest du das mal wieder aufgleisen. Hey. Übrigens, ich finde es super geil, dass sie zurückkommen. So, Wer findet es da ihnen alles geil, dass Yellow Card zurückkommt? Ich kann nicht Card. Ja, dass du eine Yellow Card... Ich habe es dir letztes Mal gesagt. Ja. Du Möglich, hast sogar möglich. gesagt, es sei nicht Was? so Schlecht. langweiliger Lass Pop-Punk. mal die obligatorische Kontrolle machen, um zu schauen, wie wir aufnehmen. Wir nehmen auf. Ich Ja, benutze das ist jetzt nicht das Wort, das du benutzt hast, um die anderen Pop-Punk-Bands zu beschreiben, aber Es war sicher etwas Positives gewesen, gell? ja, es ist vor allem auch, wahrscheinlich würden wir gerade straight instant cancelled werden. Und das wollen wir natürlich nicht, oder? Ich habe bei jeder Folge bei euch das Gefühl, wir werden cancelled. Hey, Jeder Sekunde, der Bill etwas sagt, denke ich mir, Also ich habe schon lange nicht mehr müssen die Editing-Fehler rausbringen im Fall. Das stimmt. Bin ich froh, wenn ich das machen muss. Nachher muss ich genau die gleiche Sekunde finden, wo etwas gesagt wurde, von jetzt. Weißt du, ich meine, du kannst schon in Spotify tun, dass es explicit sein, aber Ist es im Fall sowieso. Ah, ja, Ist sowieso. Ich habe letztens eine Kollegin, die hat auf ihrem Fernseher die heimgelost. Ja. Die eben am Greenfield ihre Tiererschütterung geholt hat, hat man am Montagmorgen, also super gute Idee, mit einer Tiererschütterung dich zudröhnen lassen von irgendwelchen Medien. Aber ist ja gleich. Ist einfach auf dem Fernseher hure groß Das gestanden, sagen. unangebrachter Inhalt. Und ich so, Accurate. That's me. That's me. I'm so proud of myself. Nein, aber wie gesagt, ich finde, es ist mega cool zu sehen, wie deine Peers einfach Erfolg bekommen, oder? Und einfach weitermachen und weiterziehen. Und das ist einfach geil, oder? Und ich meine, also bei dir habe ich die Defender kennengelernt und bei dir bei Amongst Pariahs. Und ich habe schon damals gefunden, Amongst Pariahs ist so wie, es ist criminally underrated gewesen, oder? Ich meine, Schüch. ich weiss noch, so Production und so sind ja auch recht vorne wie könnte ich sagen, recht ahead of your time in dem Sinne. So, damn, ich der hure böse war. Ja, ich glaube, das ist halt auch mega am Jeremy geschuldet. Ja, gewesen. Der hat halt der steht mega im Lead gewesen und er hat auch schon viel früher mit dem, wo wir so ein bisschen zu zweiten angefangen haben, hat er das ganze Home-Recording-Zeug angefangen und auch so ein bisschen, eben sich selber so ein bisschen Mixen beigebracht und so. Und dann haben wir gemerkt, ja, hey, so Record und so, das passt, aber wir geben mal Mix und Mastering weiter, wo Bands vielleicht noch nicht so im Ausland geschaut haben oder so in Foren. Oder, also, es ist jetzt glaube ich nicht mehr so aktiv, aber früher war ja das Joey Sturgis und Django Forum auf Facebook so mega aktiv gewesen. Und haben alle Producer haben ihre Dienste angeboten und dann haben wir dort auch so ein bisschen schauen und dann einem das Zeug geschickt und der hat es halt mega massive tönen lassen. Mega, ja. Und halt auch für einen okayen Preis. Wo jetzt da Weißt du noch, wer das gemixt hat? Ich weiss den Vornamen noch, das war der Istvan. Aber ich weiss nicht mehr. Ja, ich weiss den Nachnamen nicht. Nein, wir haben, ja, und dann haben wir
Ja, ich glaube, das hat uns recht viel gebracht. So, wirklich, einfach so ein grosser Production oder einen besseren Production Value von Anfang an. Und ja, durch das, dass wir halt das Zeug selber aufgenommen haben wir recht schnell das Zeug aufnehmen und haben in das Studio müssen. Ja. Das war recht tight. Also ich habe es heute wieder mal gelesen im Fall, so ein paar Songs. Damn. Was ist dein Favorite Track von Masquerade? Wie hat der geheißen? Weil ich bin schlecht mit Namen. Der eine, wo der Dave screamt. Ja genau, der eine, wo der Das ist Dave gut. screamt. Ja, ich achte mega wenig auf Namen. Ich höre einfach EPs durch. Oder? Und, nein, warte. Passenger? Ist Passenger eine? Ich glaube nicht. Fuck. Am Schluss weiss er selber Ja, nicht. ich habe gerade überlegt. Meine ist Offliner. Offliner, ja. Okay. Nein, Passenger ist von Silent Circle. Nein, ich hole jetzt Von 8 anderen Bands, aber... Eure erste Show war ja ein Gränichen gewesen. Nein. Nicht? Nein, also die erste Show war in Bruck mit Lives December und Smash Hit Combo. Damn. Und ich glaube, nochmal eine Band. Auch gut. Ist nicht Passenger, Ja. ist Outcast. Outcast, ja. Ich weiss nicht, wie es Das ist das erste. Ja. Nein, das ist einfach krasse Scheiß, Mann. Und ich meine, wann hat Masquerade angefangen? Also, der Jeremy und ich wir sind ja beide bei Before the Decay gewesen. Ja, voll. Was? Ja. Und in dieser Zeit haben wir, ich glaube, das ist so 2013, so zwischen 2013 und 2014, haben wir Damals hat es angefangen. Versus schon gegeben. ja. Ey, du bist einfach der Longevity Champ da, Mann. Ja, ey, ja, Before the Decay auch. Die sind auch, also ich bin letztes wieder an einem Konzert von ihnen. Es ist krass, wie so viele Bands, wo es einfach so 3-4 Jahre gibt und sich dann auflösen. Und sie Ja. sind Und unsere Bands schaffen es nicht einmal ein paar Jahre zu ja, wirklich. Also 6 Jahre und schon Ja. irgendwie. Ja. Ja, voll. Und dann, ich glaube, so kurz vor 2014 oder so, haben wir dann angefangen, ich habe so ein bisschen angefangen, Vocals zu machen und Jeremy hat Songs geschrieben, die so ein bisschen mehr in die Amongst-Richtung gegangen sind und haben das so ein bisschen ausprobiert und auch dann so ein Projekt das zweite gestartet und dann, ich glaube, so richtig mit Amongst ist dann so Mitte 2014 losgegangen. Ja. So haben wir, glaube ich, die erste Single rausgebracht. Ja, weil jetzt nicht Sound hat nicht passt wie Before the Decay, oder wie? Sorry? Sound hat damals nicht wie Before the Decay passt, oder? Ja, voll. Und also eben, ich glaube, der Jeremy hat sich halt wirklich so mehr als Songwriter auch gesehen und das halt also mit dem hat man schon können so collaboraten und so, aber er hat halt schon wie die fertigen Songs gehabt, die gut getönt haben. Und Gut, Jeremy ist in Crack, Er ist Mann. crazy. Ja, voll. Also alles, was Krank, Jeremy schreibt, ist jedes Mal so, Bro, like, du bist nächsten Jahrhundert alter. Look, ich sage, es gibt 2 Geniuses, also Obergeniuses in der Szene. Einer ist Jeremy, der andere ist der Michael. Ja, voll. Ich habe immer so Du Glück hast gehabt. immer das Glück. Und schau, wo du jetzt gelandet bist, Alter, da unten. Nein, aber einfach eben, es ist Leute, die einfach alleine können einfach so krasse Songs schreiben und ist so dem und ja. Ja, und der Jeremy hat ein mega Gespür für Hooks. Und das ist, glaube ich, auch so etwas, er hat einfach so mega catchy Hooks können schreiben. Und ja, voll. Das, ja, ich glaube, da haben wir 2014, so Mitte 2014, Ende, so unsere ersten Singles rausgebracht. Also zuerst haben wir so einen Single rausgebracht und die haben wir, glaube ich, noch, also die hat er noch gemischt gehabt. Und dann haben wir die nächste, das war dann Outcast gewesen, wo wir dann schon dann beim jemand anderem haben mischen. Ja, voll. Alright. Ja. Aber no, also, wieso ich sage, Obergeniuses ist zum Beispiel bei dir und bei mir, wir hören den Progress über die Zeit, oder? Aber die 2 Motherfuckers, von Day one. so Day fucking one. crazy shit. Und ich so, what the fuck, Alter, wie alt ist der? Ja, voll. Der Jeremy, funny enough, wir schon recht viel mit Jeremy, aber ich muss ihm auch noch so ein kleines Shoutout geben, weil wo die Fender damals unser erstes Album geschrieben haben, wir sind noch so oldschool gewesen und haben die Songs im Bandraum geschrieben. Ja. Weißt du, keine Ahnung, wir haben sie mit dem Handy aufgenommen und so, hey, Bro, das ist das Riff und so haben wir es gespielt, hörst du es nicht. Und das erste Album geschrieben haben, wir so, hey, wir müssen irgendwelche Demos haben, wo noch etwas mit tönen.
Und ich weiss, I was a noob, ich bin immer noch ein Noob, Logic, Recording, whatever. Und ich weiss, dass Jeremy sich mal Zeit genommen hat, Nachmittag ist zu mir gekommen und hat mir einfach auf dem Logic einfach rasch so ein Preset gemacht, so 2, 3 Plugins übergezogen. Also, Bro, machst einfach das auf, du schaust wie recorden, dann tun's. Okay. Und mit dem habe ich nachher eigentlich so, haben wir dann Demos geschrieben für das Album, für das erste Defender-Album. Danke, Jeremy. Ja. Darum. Geil, Alter. Ja. Nein, aber Dings. So gut, ich meine, fucking Jeremy hat nachher Artifiction angefangen. Ich meine, voll. Was macht er jetzt? Hey, ich glaube, jetzt ist er noch in seinem Solo krasse Gitarre. Der Cherryfery, oder? Mein innerlicher Tontechniker muss. Okay. Ja. Und du, Alright. nimm es ein bisschen weiter weg. Du hast gehabt. Nicht so, hast du Mauro, du hast gehabt. Es ist ist aber viel bequemer, dann muss ich sie so haben die ganze Zeit. Ja, aber nachher hast du mega viel Bass und so und dann ist es aber besser so. Ist gut. Das ist gerade ein Bildungsauftrag heute auch erfüllt. Ich bin so pingelig mit dem Scheiß. Ah, schon. Habe ich noch nicht mitbekommen. Nein, ich meine, das ist auch es ist lustig, wenn wir Gäste haben und ich bin der Einzige mit den Kopfhörern und ich schaue über so, ja, redet so. Ja, ich muss mal den OCD-Witz abschreiben. Du wolltest ja, dass es am Schluss gut tönt, also machst du eigentlich alles richtig. Ja, ich muss sagen, es kommt schon gut. Ich meine, ja, ich bin am Anfang mega so, nein, das musst du die Fenster zu, mir einfach voll am Arsch mit den Hits, Alter. Da Breakdown noch Sanity anficken, dass sie ihre Lüftung sollen abstellen und dann hörst du... Ah ja, voll, das habe ich auch gedacht. Ich habe mich so, Bro. 3 Minuten in, Alter, und nachher hörst du wirklich Stopp! Ja, ich tue eben krasse Denoiser drauf, oder? Aber sonst, einfach so, ich höre einfach und ich so, fuck, das kann nicht sein. Gut, so Fernsehen, es hat beim Aufnehmen einfach auch hure genervt. Es ist nicht mal so, dass es nachher im Endprodukt rein war, aber beim Aufnehmen die ganze Zeit das... Aber nein, ist einfach, ich bin einfach ein fucking Arsch von 3 Minuten in, einfach gesagt, so, hey Bruder, ich kann den Scheiß abschalten. Der Ricky, die Diva, gerade alles abgesagt, so schaffen wir nicht. Wir können heimgehen, wir können nächste Woche noch machen. Ja. Oh Mann. Nein, alright. Fangen wir von Anfang an, weil wir sind so hin und her am diskutieren. Ich wollte mal euch und dass unsere Zuhörer euch besser kennenlernen. Und wo besser als in der Beningin? In der Beningin. Genau, also Mauro, wie hat deine Reise mit der Musik angefangen? So schön, wir haben gerade gestern den Band über das geredet. So. Lustigerweise habe ich mega spät angefangen Gitarre spielen. Ja. Und so. Und to be honest, so die ersten Songs, die ich wirklich gelassen habe, sind so Anime-Intro-Lieder auf RTL 2. Belly. Bro, die One Piece Digimon, weißt du, lebt ein Traum. Also Digimon hat auch wirklich fucking Biggest Streamer, weißt du, so, Bro. Intros. Und habe ich immer cool gefunden und ich bin eigentlich nie so into Musik machen oder irgendwas. Ich habe einfach eben die Anime-Songs geil gefunden. Und dann irgendwann ist auf Xbox Sonic the Hedgehog rausgekommen. Und der Titeltrack ist von der Sänger von Zebrahead gesungen gewesen. Was? Ah, genau. Und der Song heißt irgendwie His World. Und ich habe den gehört, ich habe den ultra geil gefunden. Ich so, hey, wer singt das? Und dann habe ich gesehen, das ist eine Band Zebrahead. Und dann habe ich ihn von Zebrahead gelesen und eigentlich habe ich dann so richtig angefangen, so Punkrock dann hören. Also dann, weißt du, über MXPX und all das Stuff. Und ich weiss noch, es gibt ein Video von Zebrahead, wo sie Summer Sonic spielen, so ein Festival in Japan. Und hat nicht der Trish mit MXPX? Genau, der Trish, der Trish, ja. He was a Funny. random shit, like on Facebook say so, what the fuck, Alter. Er ist irgendwie ein paar Jahre einfach Live-Gitarrist für MXPX, ja. Like crazy. Einfach random. Random, ja, voll. Und ja, ich habe das Live-Video gesehen und ich so, ich wollte das auch machen. Ich wollte auch eine Band. Ja. Und dort hat es dann einfach angefangen und dann Musik gehört, Gitarre gekauft, YouTube-Videos geschaut. Erste Gitarre. Hey, Bro, No Name, irgend so einen No Name rote Strat. Wo hast du die gekauft? Meine Eltern haben es mir auf Weihnachten geschenkt. Wo haben sie es gekauft? Ist es ein Combo gewesen mit meinem Amp? It was. Ha! Immer. I don't know. Alright. Ja, Ich kann sie auch nicht mehr. Weißt du, welche Marke meine erste Gitarre war? Nein. Behringer.
Und Amp ist auch Mein Behringer. Amp ist auch Behringer. Ist das ein kleiner Wahrscheinlich ist sie auch wahrscheinlich meine Gitarre auch Behringer Gitarre gewesen. Ah, dann nicht einmal die Source nicht. Und nachher beste Metal Zone drauf. Ich habe letztes Jahr darüber gehabt, ja. Hey, nein, und nachher habe ich mir eigentlich alles selber beigebracht, so auf YouTube Videos geschaut, gelernt, wie man Tabs liest, spielt, wie Lieblingssongs. Und Welche sind so YouTubers, die du gefunden hast? Bro, ich glaube, es sind immer random Leute. Einfach Songs und dann einfach Covers angeschaut und wow, wie spielt der es? So Marty Swartz, der hat immer so... das ist aber der einzige, was es schon so lange gibt. Ja, voll. Ja. Das ist wirklich so. Sorry, ich kann dich nicht abklemmen. Nein, und... Bist du laut genug? Oder? Ja, ich glaube schon. Also ich höre mich. Alright. Der innere Ding kommt wieder rein. Ja, sag mal etwas. Hoi Ricky, hörst du mich? Ich bin gar nicht so leislich im Fall. Ich höre mich mega gut. Check. Ich glaube, du solltest einfach mal deinem inneren Produzent vertrauen, dass es nachher gut kommt. Ja, jetzt gehen wir einfach selber auf den Sack, wenn ich so laut rede. Bisschen besser. Alright. Hey, ja, und nachher eigentlich mega funny auch, habe ich Story of the Year entdeckt durch einen Kollegen. Kann Story of the Year? Nein. Ja, Mann. Gut. Und sie haben, dort bin ich so in Kontakt gekommen mit dem ganzen Shouten, Vocal, also mit allem Geschrei. Geschrei. Ja. Und ich am Anfang so, hey, ich kann das nicht hören. Wie kann man so Musik machen? Same. Voll eingenommen. Ich so, nie. Und dann instantly der Song Anthem for a Dying Day. Or Dying Day, genau, heißt er. Bro, ich so, oh mein Gott, Schreien ist das Geilste vom Ganzen. Ich verstehe ihn. Ich fühle dich, Bruder. Also der. Ja, und eigentlich nach dort bin ich dann irgendwann auch durch meine Hardcore-Punk-Band Disconnect dann so mehr für die Hardcore-Szene und mehr so Hardcore-Bands. Ja, so aber jetzt kannst du zu schnell, Bruder. So. Also, das ist schon eine gewisse Schulband, wie hat die geheißen? New Printed Money. Alright, erzähl mal, wie alt bist du? Bro, wie alt bin ich dort gewesen? Ey, keine Ahnung. Ich muss jetzt das zu lang Kopf rechnen für das. Aber in der Oberstufe einfach mit ein paar Schulkollegen. Wie du hast gesagt, du hast spät angefangen Gitarre zu spielen. Wie alt bist du? Hey, ich bin in der Oberstufe gewesen. So erste Oberstufe, 60 Klasse wäre das so. Aber dann hast du ziemlich gerade angefangen, nachher Musik zu machen. Also du hast Gitarre gelernt. Ich habe Gitarre können und schon Band aufgegründet. Das macht man doch heutzutage. Kenne ich nochmal so einen. Hast du was? Okay? Cheers. Hey, ich stoße mit meinem Power Ray. Cheers. Ja, aber das ist geil, weil dann merkst du wirklich auch, wie du besser wirst durch das, was du in der Band hast. Fair, das ja. hilft nämlich hure. Ja. Hey, nein, und dann haben wir einfach so... das ist, wie alt? 14? Hey, wie alt ist man dort? In der Oberstufe, ja, wenn du fertig bist, bist du etwa 16 knapp. Ja, das heisst etwa so 13... das ist auch normal. Ich habe auch mit 12 so angefangen. Ja, dort so. Hey, ja, und nachher einfach... Wer fängt bitte mit 7? Was? Wer fängt bitte mit 7 oder 6? Ja, ich weiss. Die gut sind heute. Metal Beethoven. Reiche Schweizer Kinder. Ja. Hey, nein, und nachher eben einfach Musik gemacht in der Schule. Wir haben in der Schule probiert. Es war so schlecht gewesen, aber es hat so Spass gemacht. Ja. Wir haben keine Ahnung, was wir machen. Combo-Amps gehabt, wirklich keine Ahnung. Aber halt Step by Step immer halt Sachen gelernt und wir haben dann lustigerweise mit dieser Band MXPX supporten im Sommercasino. Das ist so damals eine meiner absoluten favorite Bands, die ich so, mein Gott, ich kann sterben jetzt. Ja. Ich weiss, vom Tristan hat dort uns gesehen und dachte, wer ist das, Mann? How? Aber ist er dort schon der Live-Gitarrist gewesen, oder? Nein, ich glaube, er war dort noch nicht der Live-Gitarrist gewesen. Alright. Genau. Hey, ja, nachher eigentlich so, was mich mehr geprägt hat, ist dann so meine Disconnect-Zeit, so die Hardcore-Punk- Zeit, dort haben wir eigentlich auch hure viele Shows in der Schweiz gespielt. Wir haben mit wem habt ihr alles so gespielt? Mit Disconnect. Mit dem haben. Hey, voll einfach mehr mit so Schweizer Hardcore-Bands, weißt du, alles. Weißt, so Insanity, man hat so Face the Front von Luzern, das ist immer mehr so Punk-Rock, falls die noch jemand kennt. Die haben meiner Meinung nach den besten Schweizer Song ever geschrieben. Ich kann nur vergessen, wie er heißt. All My Secret Places, glaube ich. Ja, der ist ein richtig krasser Song. Ja. Und welchem Jahr reden wir jetzt? Wann ist das? Das ist 2012. Ja. 2012, 13. Ja. Ich glaube, im 14 hat sich dann Defender gegründet. Und ja, zwischen 11 bis 13 war eigentlich so Disconnect-Zeit gewesen. Wenn ich mich jetzt nicht täusche, wahrscheinlich ist es komplett falsch. Hey, aber das ist halt so mehr meine Gitarre in Amp rein,
scheißegal, einfach spielen und das ist geil gewesen. Also, wie wird deine Gear-List ausgesehen damals? hey, ein Fender Telecaster, Single Coils. Nice. Und ein alter Fender Amp, wo ich keine Ahnung mehr habe, wie der heißt. Es war schon ein Top gewesen. Single Coil ohne Gate? Ja. Geil. Weil meine Gitarre... True as fuck, boy. Damals war es so, scheißegal, Kabel hier und spielen. Ja, und das ist eigentlich recht so... Das hat mich eigentlich so recht geprägt. So, wir haben mehr darauf geschaut, dass wir live abgehen, wie weiss nicht was, und schon auf irgendetwas anderes. Die Musik hat darunter gelitten live, aber ich glaube, das war der Sinn von dieser Band. Ja. Ich meine, du hast es, glaube ich, auch schon mit Disconnect live gesehen. Ich glaube, das war die Zeit, wo ich so Save for Last Breath Jungs kennengelernt habe. Ja, ich war eigentlich mit ihnen unterwegs. Ja. Homies. Ja. Ich merke, das ist recht... Das ist ein Zeitchen her, Mann. Das sind 10 Jahre. Ja, krass, Bruder. Ich werde alt. Man wird nicht jünger. Ja, nicht nur du. Ja, du bist in der längsten Band von Daimler. Das stimmt, aber wenn er angefangen hat zu fragen, ja, und dann hat sich die Fender gegründet 2014, also das ist doch noch nicht so lange her, und dann habe ich nachgedacht, doch, die haben sich aber da gegründet, als ich in der RS war, und das war 2014 gewesen, ja. Ja, voll. Damn. Aber Dings, eben, wie ist der Wechsel von Disconnect auf Defender gewesen? Hey, ich glaube, dort haben Sportforce einfach angefangen, ein bisschen mehr Fax auf die Musik selber geben. Also auf Spielerische und nicht mehr Technical, einfach nur... Ja, ein bisschen, aber auch mehr so, hey, komm, tun wir mich mit dem Fokus auf Songwriting und so setzen und so Sachen. Und wir haben damals, wie jede zweite Band, überall, hat es dann einfach mit Disconnect nicht mehr gepasst. Und ja, und dann ist auch der Matt, der damals unser Roadie war, hat dann auf Bass lernen. Und es war wie so eine Friendship-Band dann gewesen, so die Hälfte wieder müssen lernen, ihr Zeug spielen und so. Und ja, aus dem ist nach Defender eigentlich noch nicht entstanden. Ja, aber das ist etwas, was so wichtig ist. Ich meine, Technik kannst du aufbauen, Chemie kannst du nicht. Ja, das ist true. Und da finde ich es auch cool, zum Beispiel vom Parkway Drive, Documentary, was sie gemacht haben, in Europa waren. Und einfach Bassist ausgestiegen ist, also einfach, wie ein Brudi, der spielt kein Bass, weil du fuck it, komm nur aufs Tour. Ich spiele einfach 0-0s und genau, you're fine. Ja. Und dann erzählen so, wie der Pick einfach verloren hat und so irgendetwas hat gespielt. Und das ist wirklich so, ich meine, das Zwischenmenschliche, das ist das Wichtigste. Ja, hey, also ich sage immer, eine Band ist eine Beziehung mit, je nachdem wie viele Leute du in der Band bist. 100%. Und ich meine, Beziehungen zwischen zwei Leuten können schon schwierig sein. Also eine Band aufrecht zu behalten, dass es stimmt und so, ist nicht einfach. Ja, es muss so vieles stimmen. Genau. Kommunikation, Transparenz. Genau. Ja. Und vor allem auch Verständnis. Und das ist, also, ich glaube, wenn du nicht befreundet bist, dann schafft es eine Band gar nicht so lange. Ja. Und ist auch das Alignment von den Zielen ist auch so wichtig, oder? Amigs hast du so Leute, die zu hohe Ziele setzen, nachher irgendwie alle anderen punishen, wenn sie es nicht machen. Und nachher einfach guter Punkt, ja. Es sind so viele Konstellationen von wie der Scheiß kann schlecht sein. Ja. Ich glaube, es ist auch ein Ding von, man muss ehrlich zueinander sein und sagen, hey, was sind unsere Ziele und sind alle eben allein das mit jedem von uns? Oder hey, für mich lange es eigentlich so, wie es ist oder nicht. Ja. Und eben je nachdem hast du einen Wechsel in der Band oder manchmal klappt es und du bist von Anfang an immer die gleichen Dudes. Aber ich glaube, bei so einem Projekt allgemein ist es wichtig, dass du nicht, dass du andere, die vielleicht mehr reinstecken oder irgendetwas, einfach sie auch lässt und nicht im Weg stehst in dem Sinn. So halt irgendwie. Ja. Und eben Disconnect auf die Fans, also du hast gesagt, eben, der Matt war dort der Roadie und hat Bass gelernt. Yes. Bist der Rest dazugekommen? Hey, der Kevin, der hat bei Disconnect gegen Schluss auch schon Gitarre gespielt. Alright. Aber er war eigentlich schon immer so der Sänger-Typ gewesen, der vorher schon eine Band hatte, wo er gesungen hat. Ah, wirklich? Ja. Und dann ist eigentlich schnell klar gewesen, dass er Frontmann, Sänger macht. Übrigens, siehst du den von dort? Ist von Kevin. Also von welchem jetzt? Wittlisbach. Ich habe vom Zeil geredet. Alright. Zwei Kevins in der gleichen Band. Ich habe schon gedacht, der Wittlisbach am Singen, Alter. Nein. Lustig, ich habe meinen Amp auch von Kevin gekauft. Ja, der gleiche.
So gut. Kevin ist ein Amp-Dealer. Also. Ja, voll. Hat er dir verkauft, dann nochmal einen gekauft und dann Hey, dir ganz verkauft? ehrlich, Scheinbar schon. das könnte Köppi. Ja. Ist ja um Kevin nachher hey, Vietli. Er hat sein Secondhand günstiger bekommen. Ja, euch einfach zum Ja, voll. Marge Er hat mir verkauft. den kaputten verkauft. Hey, nein, eben. Und dann haben wir den Vietlisbach eben getroffen Mhm. am Bahnhof. Und dann so, hey, wir haben eine neue Band, bist du dabei? Und er, ja sicher. Ja. Und der Michi war auch von Disconnect noch dabei. Gewesen, Warte als schnell, in dem Drummer. Fall, der Desire hat Gitarre gespielt bei Disconnect. Ja, voll. What? Ja. Nicht gewusst. Mal. So die letzten 1-2 Jahre, glaube ich. So. Ich habe nicht gewusst, dass er Gitarre spielt. Im Fall. Mal. Also ich weiss, jetzt macht er Synthesizer und so, aber... Er kann alles. Ja. Ja, und nachher hat ist er an Gesang gekommen, der Matt hat Bass gespielt, ich habe Gitarre gespielt und halt so Harmonies, Backing Vocals gemacht und der Michi ist eigentlich am Drum geblieben. Ja. Und so haben wir dann die Fender angefangen und dann hat es eben die Wechsel dann mal gegeben. Der Matt ist dann raus, Vietli ist dann raus, der Trace ist gekommen, da ist der Manu von Mayflower noch gekommen. Stimmt, der der Mann Bass war und ich meine, wir sind jetzt auch, glaube ich, 7 Jahre oder so, 7 Jahre Band gewesen. Damn. Das ist krass. Ja, erzähl mal... Good times. Erzähl mal die Fender, weil ihr habt auch einen richtigen interessanten Rise gehabt mit Defender. Die Fans, hey, ich glaube, ich kann es nur so pullen, es war einfach eine geile Zeit gewesen, so. Ich glaube, wir haben immer ein bisschen Glück gehabt, ich glaube, die Leute haben uns die meisten cool gefunden und man hat schon, wenn ich jetzt so reflektiere zurück, man hat schon können so ein bisschen eine Steigerung so von Anfang an gesehen. Ja, es hat dann sicher einen Wandel gegeben, weil der Tristan in die Band gekommen ist, wo wir dann auf In-Ears umgestiegen sind. Hat er den ganzen technischen... Ja, wir sind noch damals Amps, alles auf, Monitoren, bam. Ja. Dann haben wir mit Klick angefangen zu spielen und all das Stuff und so. Ich glaube, das hat mal so ein bisschen einen Umbruch gegeben, mal, wo gut da hat. Und ja, also ich muss sagen, wir haben die beste Zeit so miteinander gehabt. Logisch, Ups und Downs wie die andere Band. Wow. Aber wir haben coole Shows dürfen spielen. Ich kann mich fast nicht an schlechte Shows erinnern. Ja. Eigentlich immer, wenn wir gespielt haben, like, there were people. Ja, vor allem, wo wir dann so unsere Alben rausgebracht haben und so Songs, wo du dann zuerst mal so hörst, die Leute mitsingen, das ist das geilste Gefühl. Also, Album war 18, oder? 17. 17. 17, 18, genau. Alright. Das war mit dem schwarzen Cover. Das war die Single bei der Youth und Alright. das erste Album war Lost Street gewesen, Ja. wo du auch noch Guest Vocals drauf gemacht hast. Ja. Stimmt, ja. Ja, es ist heftig. Und eben, nachher ist halt irgendwie, also ich habe das Gefühl gehabt, ihr habt Album released und nachher einfach Pandemie. Pam, voll in die Fresse. Also schön, dass das so übergekommen ist. Also, weißt du, wenn du in dem Train drin bist, merkst du das amigs gar nicht. Ja. Weil du bist die ganze Zeit dran und probierst mehr zu machen und wieder mehr zu machen und probierst jede Show zu spielen, die du kannst. Und erst im Nachhinein, dann, wenn du dann eben reflektierst und denkst, hey, eigentlich schon geil, was wir so haben können spielen und was wir so erlebt haben und so. Also, I wouldn't trade it for the world, muss ich sagen. Was sind so die coolsten Shows, die ihr gespielt habt? Tschüss. Sicher mal ein Screenfield Festival. Stimmt, ja. Wann ist das gewesen? Ja. 19. 18. 19. Ist nicht 18 gewesen? Nein, es ist nicht Es ist 19 gewesen. 19 Es ist 18 gewesen. Ist 18 Es ist 18 gewesen, ja. Aber 19 in Perkins Ja, es ist im gespielt. es ist im Und 18. 19 war im Perican, genau. Ja. Ja, also ja, die Shows, ich lade die jetzt mal los, weil das sind so Shows, die sind einfach geil. Also hey, du kannst mal auf so einer grossen Bühne spielen, zu so vielen Leuten und like, du lernst Bands kennen, die du seit klein auf hörst und so. Aber eine ganz geile Show war, wo wir mit Silverstein im Exil gespielt haben. Ah ja. Als Vorband von Silverstein. Das war crazy gewesen. Also die Show war brutal geil gewesen. Silverstein, geile Dudes, mega liebe Dudes. Ganz Love Stories haben noch gespielt. Ganz oder? Love Stories von Luzern haben noch gespielt. Beste Schweizer Band gibt es leider nicht mehr. Alright. Das war eine sehr, sehr nice Show gewesen. Hey, was haben wir sonst noch gespielt? Ich bin so schlecht. Du hast Ich bin ja fast alle nicht gewesen. Hey, ich wollte sagen, Dave, was würdest du sagen? Ist, ja, ich glaube so Werk 21 und Bruck-Shows sind immer cool gewesen bei euch. ja. Bruck-Shows, also in Ja, in Piccadilly, ja. Piccadilly haben wir einmal mit Voll. Mind Collision gespielt. Und
kann ich mich noch daran erinnern, dass am Schluss eventuell Möbelstücke auf dem Bassist von Save Last Breath gelegen sind. Aber er weiß es nicht mehr so genau. Ich weiss es, ich bin dabei gewesen. Bist nicht du auch mal noch auf dem Sofa drauf gehockt nachher? Nein. Nicht? Nein. Wer war denn das gewesen? Irgendjemand ist doch auf das Sofa noch drauf gehockt, oder der Paddy drunter gelegen ist. Das ist so lange her, ich hätte like no recollection at all. Für mich war es irgendwie so die 18, 19 gestern gewesen, Mann. Wirklich? Ja, Ich habe das Gefühl, es ist schon so lange her irgendwie. Ja, weil für mich ist die Pandemie irgendwie so wie eine Pause. Ja, gell? Ich habe das Gefühl, Ja. 2018 ist so 2-3 Jahre her. Ja. So, ja. Ich meine, ja, eben, und ich finde es interessant, weil eben, wir haben so den Rise quasi von draußen von euch gesehen. Und eben nachher ist die Pandemie gekommen und wir haben so gedacht, so, ja, vielleicht bringen die gerade etwas raus, vielleicht passiert etwas. Und weißt du, das so der Gedanke bei euch gewesen? Hey, wir sind etwa fast ein Jahr auf dem Album gehockt, weil wir gewusst haben, wir sind so eine kleine Band, auf unsere Musik wartet niemand. Und Meinst du? ja, Mama. Und wir sind so gewesen, hey, wenn wir jetzt ein Album rausbringen und wir können es nicht spielen, like, what's the point irgendwie? Weil wir haben so viel da reingesteckt, also wirklich, es Ja. hat unsere Band mega auf die Probe gestellt, so Mhm. personally und alles. Und wir so, haben wir es einfach so raushauen. Mhm. Und irgendwann ist Corona halt doch so lang gegangen, dass wir gefunden haben, fuck it, let's do it. Mhm. Und wir haben dann genau mit dem Album irgendwie noch 3-4 Shows gespielt, bevor wir uns dann aufgelöst haben. Und so. Ich weiß noch, aber eben das gehört, weil die Kinder in 20 Jahren und glauben es. Und wir haben dann gedacht, so, ja, es geht noch einen Monat. Und nachher ist es, ja, es ist 3 Monate. Und ich so, alright, 6 Monate vielleicht, alright. Ich war 3 Jahre alt. Ja, das ist Fuck me, crazy man. gewesen. Nein, nicht 3 Jahre. 2 Jahre? 3 Jahre? Doch, 2 Jahre. Fuck me, Alter. Ja, das ist krass. Ja, mega. Nein, und dann eben haben wir das rausgebracht. Aber eben, wenn du ein Jahr lang auf deinem Album einkommst, like, die Songs sind schon wieder, weißt du, hast sie geschrieben und du hast sie aufgenommen und das ist irgendwie ein Prozess von 2,5, 3 Jahren fast. Mhm. Das ist Und crazy. die Songs, die hast du kannst sie am Schluss fast nicht mehr hören, weil du sie schon so viel mal gelost hast. Mhm. Und ja. Wir haben das Problem mit Songs, die nicht einmal fertig aufgenommen sind. Sitzt du über einen Song für 4 Monate und dann ist so wie, ich will es nicht mehr ganz. Ich auch nicht. Das machen wir nicht. Hey, darum sage ich immer, die Devise ist immer, gib den Zeitdruck. Sag, dann gehen wir es aufnehmen. Ja. Damit du eben nicht zu lange auf deine Songs hockst oder eben gar nicht rausbringst. So. Also so, ich schaffe besser ein bisschen unter Druck, wenn ich weiss, hey, in einem Monat müssen wir es aufnehmen. Dann bin ich so, hey, ich muss daran arbeiten und wir können es dann aufnehmen und dann haben wir es und dann wollen wir es releasen. Es gibt dann wirklich eine andere Option. Weißt du, also, Exactly, wir zahlen ja nicht ins Studio. Ja. Ja, wo schon Haben dort hocken und so, ja. hey, ja, und jetzt? Ja. Nein, ich habe eine Alternativmethode gefunden. Ich schreibe einen Song, das im Drive, ich vergesse über den für 6 Monate, Du schreibst einen neuen Song. ich schreibe einen neuen Song und nachher lasse ich jetzt zurück und so wie, nein, das ist noch nicht schlecht und so. Bringst dann am Team, der Team macht so einen geilen Scheiß und dann ist gut. Ja, hey, ich glaube, jede Band hat so seine Formeln, wo sie easy funktioniert. Wir probieren immer neue Scheiß. Wirklich. Muss Es gibt auch. so viele Methoden. So Das ist viele. nicht richtig oder falsch. Es gibt einfach, Ja. so wie deine Band am besten funktioniert, so solltet ihr arbeiten. Absolut. Aber die End of Defender, wie ist das der ganze Prozess gewesen? Wieso haben die das entschieden damals? Hey, ich wollte eigentlich, glaube gar nicht so zu fest ins Detail irgendwie reingehen, weil es ist wirklich ein... Corona hat uns so irgendwie reingeschissen, auf Deutsch gesagt. Ja. Und irgendwann ist, keine Ahnung, so die Motivation ist ein bisschen weg gewesen. Dann, du weißt schon, wie es ist, Leute verändern sich, Leute tun, also weißt, naturally kommen noch Interessen über und alles. Und irgendwann ist, wenn du merkst, hey, es ist besser, wenn du merkst, dass dein Feuer nicht mehr rum ist für das, kann ich, und du nicht mehr kannst 110% in den Hinterstand machen, dann finde ich, musst du dich fragen, willst du noch daran arbeiten und es halbpatzig machen oder ist es lieber so für den Namen und für das, was es war, zu sagen, hey, ist gut, wenn wir es lassen. Das war ein bisschen das gewesen. Ich habe das Gefühl, ich bin der Meinung, wenn Corona nicht gekommen wäre, wäre es wahrscheinlich anders rausgekommen, habe ich das Gefühl. Aber, like, who knows? Und es spielt auch keine Rolle. Also, Ja, aber es ist what it is. Ich meine, man vergisst, es ist
schon eine sehr, sehr intense Zeit gewesen. Sehr, wie könnte ich sagen, viele Leute haben sich reinvented irgendwie. Viele Leute haben ich finde das auch wichtig, dass Leute sich neu kennenlernen. Absolut. Und vielleicht nicht immer stehen bleiben im Gleichen, sondern auch Seiten entdecken, wo sie selber gar nicht sich kennen und so. Das, also, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde das immer mega important. Ich meine, ich habe einen halben so gekauft, Alter. Übrigens, mega herzige Häschen. Mega herzige so. Ja, das ist das Beste. Ja, und das sehe ich noch nicht im Podcast genommen. Ja, wir haben das wäre doch mega Maps gut. exploiten und dann irgendwann, wenn die Maps nicht mehr ziehen, müssen wir auf die nächste gehen. Genau, Momentan haben Luna haben noch genug Pull. Es funktioniert. Sobald es fertig ist, wird es ausgeschafft und die nächste kommt. Sobald nächstes Jahr Ostern, forget it. Nein, aber ich meine, ich muss überlegen, wir haben 4 Häschen in eine Wohnung geholt. Wir sind nachher ausgezogen und wir müssen den ganzen Boden setzen. Das ist völlig lustig. Crazy. Ja, eben, ich meine, es ist so eine komische Zeit irgendwie. Also ich glaube, jeder hat so durch seine Phasen durchgegangen. Viele Bands haben sich ausgelöst. Viele Bands haben auch genau das Gegenteil irgendwie gefunden. Wir ändern den Sound oder sie ändern den Sound. Es ist wirklich so wie eine Testing-Phase gewesen, oder? Und was auch, das heisst nicht, das ist etwas Gutes oder etwas Schlechtes. Aber ich glaube, die Leute haben wirklich so gefunden, ja, ich will eigentlich das machen, oder? Und ich finde, wann habt ihr mit Vicious Rain angefangen, so mit der Idee? Hey. Die Idee ist schon ein bisschen vorher, also die war recht weit vorher gewesen. Ja, das Ding ist, ich habe auch während Corona, funny enough, habe ich so ein Hirngespinst gehabt. Ich so, ich wäre schon geil, wieder mal eine Punkrock-Band machen. Alright. Also ich hatte zuerst mit dem Gedanken gespielt, hey, weißt du, Gitarre, Bass, Drums, das will ich noch sagen, die Gitarre aber einfach so raw. So denkt, ich habe immer so gränige Band gesagt, so einfach so eine Punkrock-Band, die am Gränig kann spielen und weißt, Party machen. Ja. Und ich habe dann auch 1, 2, 3 Songs geschrieben und so gemerkt, hey, irgendwie komme ich wieder so Lust über halt so Songs schreiben oder halt selber mitschreiben. Ja, und dann irgendwann ist aber der Gedanke auch wieder schnell wieder gegangen. Hey, und ich weiss im Fall gar nicht, wie es. Vielleicht hast du like bessere Recollection als ich. Ja, also weißt du. Nein. Nein, also ich bin bei Nubia schon seit so, draussen gewesen. Genau, und ich habe dir immer gesagt, Alter, du musst in einer Band sein. In einer Band sein. Ja, aber wir kommen noch auf dich immer. Tief ja, und jedenfalls, und das Ding ist, wir joken so, seit wir uns kennen, joken wir, Bro, wir müssen eine Band zusammen haben. Wann habt ihr kennengelernt? Hey. 2015. Am Gränig? Ja. Alright. Ja. Genau. Wir sagen nicht, was für eine Nachricht ich da geschrieben habe an dem Abend. Ja, und eigentlich seit wir uns kennen, ich meine, er ist bei Defender auch, er ist fast in jeder Show gewesen und man hat gewusst, bei Dignity kommt der Dave schreien, Guest Vocals machen. Und wir haben immer als Joke gesagt, hey, irgendein ist machen wir eine Band. Und dann ist irgendein eben mal Realität geworden und es ist so, Bro, ich bin arbeitslos, du bist arbeitslos. Let's form a homeless band. Yes. Machen wir eine Band. So ist es eigentlich. Irgendwie muss das Geld reinkommen. Ja, gut. Gut, dann wissen wir glaube alle, wie das läuft. Aber ja, egal. Nein, aber weißt du, was lustig ist im Fall? Ich habe auch 3 Punk-Songs geschrieben. Come on. Wer hat schon nicht angefangen, Punk-Songs zu schreiben in der Corona-Zeit? Wirklich? Ja, zuerst habe ich ein Melodeath-Projekt angefangen. Dann habe ich gefunden, so, es ist Sommer, ist so ein bisschen zu happy für Melodeath. 3 Punk-Songs schreiben. Dann habe ich so gefunden, so. Lass mich raten, einer geht um Bier oder so. In Gedanken. Es hätte können sein. Okay. Ja, es hätte können sein. Ja, voll. Na, alright. Dave. Nur noch zum Adden. Ja. Ich glaube, eben auch so, was auch so ein bisschen mein Ding war, ist, zum nachher eben die Bands gründen, ist so gewesen, hey, ich habe während Corona mega viel wieder davon singen für mich. Und ich liebe singen. Ich sage nicht, dass ich es kann, aber ich liebe singen. Ja. Und du hast ja so viele Covers postet. Genau, da habe ich angefangen, so YouTube so Insta-Covers zu machen, so die 35 Sekunden Insta-Covers. Und ich so, hey man,
es macht hure Freude zu singen einfach. Und da ist auch so die Lust gekommen, hey, ich würde gerne mal in einer Band singen, also Clean Vocals singen. Und das ist auch so ein bisschen eine Aufgabe, also ein Ziel an mich selber oder so eine Selbstverwirklichung, die ich auch mal wollte nachgehen, weil ich habe das letzte Mal richtig bei New Printed Money gemacht habe. Also, das ist auch so ein bisschen der Spark, der so in mir rumgelungert hat. Ja. So, fertig. Mauro, wir switchen über zum Dave. Nein, aber ich verstehe es mit dem Gesangfall, ist schon sehr, sehr persönlich, aber ich bekomme so Krise, wenn ich singe. Jedes Mal los ich so, Melodyne, Bro, Melodyne. Ich habe nachher noch eine Frage an dich, Maro. Ich war gestern etwa 3 Stunden daheim und habe 10 Sekunden von einem Versus-Song geübt, spielen und singen gleichzeitig und bin schier in ein Loch gefallen, Alter. Aber das ist, ich habe nachher noch 2 gesangsspezifische Fragen an euch. Von dem her können wir jetzt schnell an Dave übergeben. Ja, was wollen wir wissen? Origin von der Beningin und Handynummer würde ich gerne haben. ja, voll. Und OnlyFans-Profil auch, bitte. Und Haben wir noch nicht? ja. Schickst du nachher einen Linktree? Super. Und naja, so wirklich von der Beginning, wie hat deine Reise mit der Musik angefangen? Okay, also mein Dad, der ist halt so voll, der hat so typisch so Classic Rock Sachen gelost, immer und so immer im Auto und daheim und so und haben mir das immer gezeigt und ich habe es auch cool gefunden. Was für Bands? Deep Purple, Led Zeppelin, aber weißt du, also Animals und so, also die Animals, House of the Rising Sun und so Zeug, Johnny Cash, weißt, alles so, so viel so 70s, so 60s, 70s Sachen, jetzt auch so ein bisschen 80s, Rainbow, so da Zeug. Rainbow sogar? Ja, also mehr halt wirklich so Classic Rock und nicht so 80s Metal oder so Hair Metal Zeug, das nicht. Ich meine, ist Rainbow nicht fast Heavy Metal gewesen, oder? I don't know, Alter. Also ich glaube, so die Grenzen sind so. Oh, Rainbow ist schon Dio gewesen, oder? Ja, voll, auch, ja, voll. Ja. Das ist vom der Richie Blackmore von Deep Purple hat Rainbow eigentlich gegründet. Oh shit. Ja, voll. Interesting. Ja. Und ja, voll, ich habe das viel gehört. Und meine Mutter hat immer halt so Salsa-Sachen gehört und so. Ja, voll. So, Bro. Bisschen Juan Luis Guerra. Ja, Juan Luis Guerra, voll. Ja, aber auch so Juanes und so, wo halt schon so Rock-Sachen gemacht hat und so. Dings, das Sänger von Juanes hat eine Thrash-Metal-Band gehabt, gell? Was? Ja. Also der Juanes hat eine Thrash-Metal. Ja, Ekimosis. Ekimosis, ja, voll. Die hätten, glaube ich, mal sollen mit... Stimmt, das ist auch Kolumbianer, ja, ja, das vergessen. Die hätten sollen, glaube ich, mal Vorband sein von einer recht grossen Band. Ich glaube, Bon Jovi oder so. Und dann haben sie irgendwie... Hast du Netflix Rompelo gesehen? Es ist eine Limited Series, so wie die von Hip-Hop, die so geil sind, aber nur um Latino Rock. Ah, wirklich? Sehr interessant im Fall. Und dort kommt eben das auch vor. Ah, okay. Ich schick's dir mal Fall. Ja, voll. Ich kann nur La Camisa Negra. Ja, das ist schon der Banger. Juan. Ja. Negra. Negra tengo en alma. Ich habe gerade herausgefunden, ich bin zu weiss für die Gruppe. Verdammte Tiroler Bergbauer. Ich habe gerade 5 Minuten keine Ahnung, was ich geschnurrt habe. Aber tipptopp. Das macht nichts. Ricky, machst du aber spanische Break It Untertitel? All oder Break It Netflix, richtig cool im Fall. Schau auf den Untertitel, einfach geile Scheiß, sehr interessant. Back to you, Dave. Ja, voll. Und dann, ich war einfach immer so von Music surrounded gewesen. Ich hatte dann aber nie wirklich, also nicht als Kind halt nie so das Bedürfnis gehabt, so, oh mein Gott, ich wollte unbedingt mal in einer Band spielen oder so. Was sind sonst schon Interesse gewesen damals? Hey, so hey, so Kid-Shit halt, weißt du, so Fernsehen schauen und so, spielen. Haustüren Leute davor. Ja, so Beyblade spielen. Ja, Beyblade, ja. Ja, aber Beyblade haben wir jetzt ja wieder. Je nachdem, was für Supportbands sie haben, steht im Pit, kannst du wirklich gehen. Aha, ja, let it rip. Ja, so Zeug, ja. Alright. PS2 spielen und so. Gut, welche Games? Boah. Okay, das ist jetzt ein bisschen, Let's go. das ist sehr spezifisch, das kennen nicht so viel, aber so mein absolut favorite PS2 Childhood Game ist Sly gewesen. Sly Cooper ist so ein Raccoon. Ich weiss so genau, ein Thief Raccoon. Yes. Ja. Er hat so ein violettes Ding danke. gehabt. Nein, er hat so schwarz gehabt, Schwarz? aber so blau ist er angelegt gewesen. Gotcha. Es sind so 3 Games gewesen, wo immer so ein bisschen... Gotcha. Also das größte ist so Ratchet & Clank gewesen, das kennen die meisten. Ja. Das habe ich aber nie gespielt. Und dann noch Jack and Dexter gehabt.
Das habe ich auch mega geil gefunden. Das habe ich Alright. mega viel gespielt. Ja, also da. Interessant. Voll. Sonst Games? Ich liebe Nerdshit, Ja, ja, gell? Also das tue ich so Same, aber ich kann es vorhin ein bisschen zurückhalten. Hey, einfach so. nachher Wegen Metal, weißt du? Nachher kommt Anime reden, Bruder, don't worry. Ist okay, wir reden eh nie über Metal in diesem Podcast, das ist wirklich gleich. Ja, einfach so random ass Games, weißt du, so irgendwie das Cover an, so cool und so. Mhm. Darf ich das? No. Ja, nein, es ist auf 16. Bitte. Was mich gerade wundert, Ja. für das, dass wir so viele so Punk-Kids da haben, immer und alle gamen, sie können anfangen Musik machen wegen Tony Hawk Pro Skater 2. Nope. Weil sonst, das ist stimmt, immer, wenn du irgendwo so Stimmt, Punk-Bands ja. hörst, kommst du immer so, ja, ich habe Tony Hawk Pro Skater 2 gamed und dann so das mitbekommen. Ich so, aha. Ja, macht ja voll Sinn. So, Ja, voll, eigentlich aber schon. ja, ich habe es nie gespielt. So. Also, bei Kollegen habe ich es gespielt. Ja, voll. Gespielt, Und dann, gespielt habe ich es, aber it was not my gateway into Ja. the Nein. music. Voll. Ja, wie du sagst, Anime-Outros und Intros sind schon... Mhm. Na, Japaner machen heavy Scheiß und es ist schon Mainstream. So, what the fuck, Beste. Alter, ja. Beste. Also, back to you. Ja, und dann habe ich mal in der Oberstufe es sind immer so die, weißt du, die Tage, wo so Musikinstrumente vorgestellt worden sind und da hast du so können anschauen, so, so jemand mit dem Keyboard, jemand mit dem Schlagzeug und so. Und dann, ich habe es verdammt geil gefunden, so Percussion. So Djembe habe ich mega lang gespielt, wirklich so 3-4 Alright. Jahre oder so. Und dann alles mit so Congas und so Zeug. Und habe aber in der zweiten Sek dann auch Gitarre angefangen zu spielen. Ja. Weil ich has mega, ich bin dann so wirklich mehr so into Rock gekommen und so. Das so ein bisschen geil gefunden als dann als anderes Zeug. Was ist so die Band gewesen, wo der eine komische Kind einfach dir so ein MP3-Player geht und sagt so, Bruder, ich muss das hören? Hey, ich glaube, so die erste so Berührung mit so Rock, wo ich nicht irgendwie von meinen Eltern oder so mitbekommen habe, ist glaube schon In the End von Linkin Park gewesen. Alright. Ja. Das habe ich dich eben nicht gefragt, was ist bei dir gewesen? Bei mir war es eben Story of the Year gewesen. Aber der hat dann nicht jemand gezeigt, oder? Mal ein Schulkollege ist gekommen, das ist der Shit. Und Ja. ich so, nope. Und Mhm. dann ich nach einer Woche, ich so nach einer Woche, ey Bro, das ist der Shit. Er so, Bro, es ist schon wieder out. Verpiss dich. Nein, bei mir war es, es ist Mittagszeit, weißt du, in der Kantine. Dann kommt ein Kollege mit so MP3-Player, weißt du, der Kleine damals. Oder? Ja, weißt du, weißt genau, weil Ja, Roy ja. da nicht auch Wir haben alle die gehabt. gleiche Ja, gehabt. wow, da bleibt mit dem silbrigen Knopf wieder mit. Genau. Und er so, nachher, Brudi, Meine da ist ist raus. Slipknot Before I Forget. Damn. Damn, Ja. Bruder. Du so von den Eltern versteckt, damit sie nicht denken. Oh, stimmt. Wir haben so in der Oberstufe einen gehabt, der ist ein bisschen älter gewesen Mhm. und der hat so Slipknot gelost. Und der hat er auch so irgendwie, aber so die erste Albumsachen, oder so Mhm. zweite, also Iowa Iowa, und Self-Titled-Zeug. Ja. Und ich so, fuck, das ist so, Ja. das ist so viel zu heavy, aber irgendwie, ja, es ist ja so eine natürliche Abwehrreaktion Mhm. gegen das Zeug. Das Und ich finde es aber so spannend auch. Mhm. Und davor so, Oh, ist etwas runtergekippt. Ist das Handy dort am Boden, aber... Naja, das brauche ich nicht. Ja. Das wird rausgekattet. Der Ricky Ja, so, und nope. dann ja, es ist ja so ein bisschen ein Acquired Taste, Mhm. so mit der Zeit. So, nein, das ist schon geil. Oder du willst es so ein bisschen geil finden, Ja, wenn es so ja, edgy ist und so. Mhm. Ja. Voll. Und Ja. welche ist dann so die Entry Point in Growling oder Shouting? Boah, das ist schon ein bisschen später gekommen. Also, Oder zuerst Gitarre dann vor allem, hast du es Ja. weitergemacht? ja, Gitarre habe ich, also ich habe natürlich gerade eine E-Gitarre wählen. Mhm. Und das war dann so ein weiss-rote Yamaha, so Mhm. Strat gewesen. Weißt du, der gewesen? Ja, der normale, der kleine Combo-Amp, da, wo alle haben. So Crank, Cube. oder? Ja, aber, ja. Der Cube von Oder Dings, Cube oder? Voll. Roland, oder? Der Roland Cube. Genau der, ja, voll. Ja, der ist Ah, ja. nice, ja. Ja. Alright. Hast du noch? Nein. Ja, und dann mit dem auch so anfangen zu üben und so die Basic-Sachen. Und dann so ein bisschen versucht, das Zeug nachzuspielen, wo ich dann auch selber angefangen habe zu hören. Mhm. Was hast du so gelernt für Songs damals? Ja, eben so zuerst die typischen, so Smoke on the Water und so Zeug, ja. Seven Nation Army und so Sachen. Wer schon nicht. Ja, schon voll. nicht. Aber sonst, ich kann mich nicht mehr so erinnern. Halt wirklich so, ich bin dann
irgendein ist, ich habe so Rock-Zeug immer recht cool gefunden und dann auch so ein bisschen Queen-Sachen versucht nachzuspielen und irgendein habe ich auf YouTube so ein, kennt ihr noch die AMVs? AMB? Yes. So die Anime-Music-Videos. Hast du einfach so irgendwie so einen Fight genommen haben von Animes? Genau, und oder einfach so Linkin genau. Park in die Voll, End. Bleed It Out so Oder Zeug, Papa Roach irgendwie, Voll, weißt du? Genau, voll, was ich das weiß, so. was du meinst, Bruder. Und dort hat irgendwie jemand so Animal I've Become von 3 Days Grace gemacht. Und da habe ich so krass geil gefunden, so mit dem Bass und so. Weißt du, wo der Song auch vorgekommen ist? In einem WWE Ja, PlayStation 2 Game. Und dann habe ich gesagt, so, damn, das ist hart. Also ich habe natürlich, dann bin ich bin natürlich nachher obsessed gewesen und habe mir den Wikipedia-Artikel 30 Mal am Tag durchgelesen. Für den Fall, dass irgendwie etwas Neues kam. Und dort ist das auch gestanden mit dem WWE. Ja, voll. Ist MySpace noch etwas für euch gewesen? Yes. Ja. Alright. Habt ihr auch so Local Bands gesucht und so? Nein. Nein, aber ich habe für beide Bands Disconnected über die eine MySpace-Seite gemacht. Geil. Ich dachte, Bro, wir haben es geschafft. Wir haben MySpace. Ich habe für eine Power Metal Band eine MySpace-Seite gemacht, aber wir haben nie geprobt. ist der Tom auch ein Kollege auf MySpace, oder? Tom. Wie hat der geheißen? Tom? Doch, oder? Tom, ja. Mhm. Alright. Ja. Also ich habe nie MySpace gehabt, ich weiß es nicht. Ja, aber es ist so wie, wahrscheinlich, wo es gerade gestorben ist, also ich weiß, es war schon am Absterben gewesen, also Ja. so mir so, ja, wir haben den MySpace und alle so, ja, logisch, Facebook. Es hat noch Netlog gegeben. Dort bin ich, dort bin ich recht, ja. Alter, Ja. ich habe letztes Mal langweilig gewesen, da bin ich auf YouTube und habe so Best of Netlog Oh mein Gott, das haben wir auch gemacht. Bruder, die und ich Usernamen. Ich habe die sind Leute gut. angeschaut und einfach so gedacht, so, das könnt ihr doch nicht ernst meinen. Dann habe ich so drüber nachgedacht, dass effektiv alle so rumgelaufen sind. Ja, so Tectonic-Tänzer und so. Mit den komischen farbigen Haaren und Genau. den Tüchlein da. Das ist Oder von Fukuhila, also Ja, irgendwie, aber ja. so. Wie war eigentlich ein Netlog-Tag gewesen? Wisst ihr das noch? Boah. Etwas mit ganz viel Mir ist X. irgendwie Seabread Boy 93 oder so. Bodenstrich. XX. Ja, genau. Klein X, groß X. Alter, ich war so Hockey-Fan gewesen. Ich glaube, ich habe irgendwie X-Kloten Forever geheißen oder so. Ah, das bist du gewesen. Ja, das bin ich sicher auch. Oh man, shit. Aber Netlog habe ich leider noch nie wirklich Kontakt gekommen. Hast du nicht verpasst. Ich bin eher im MSN Messenger gewesen. Ja, das haben wir auch. Parallel. Das ist parallel gelaufen für Ja, uns. parallel, ja. Das war die eine in der Schule der gewesen, mit dem MSN-Handy oder was auch immer war. Ah, ja, Ich war so der- jealous gewesen, ja. im Fall. Die haben einfach können während der Schultext. Ja, aber das ist ja immer weggenommen worden von Aber der es hat, Lehrer. es Ja, hat mich scheißegal. gebracht, weil Ja. alle ihre Kollegen sind in der Schule gewesen Ja, und haben keinen wirklich. PC gehabt zum Schreiben. Ja gut, aber es sind mega oft halt so 14-Jährige gehabt, die haben dann so 25-jährige Freunde gehabt. Ah, ja, Also ja, so. der Klassiker, der Klassiker. Ja, so. What? Ja, halt so, weißt du, die auf dem Dorf, weißt du, Ja, ja. die 25-Jährigen, Kennst die du sich nicht so die... Da eben Die jungen Mädchen. Mit dem mit, Bart da, gell? Mit dem. ja, mit dem Bart. Ja, genau. Monster Energy Käppli, wo mit dem VW Golf gehen, Genau. die Freundin von der Säcke geholt. Genau. Also der Monster Energy Aufkleber auf der Heckscheibe. Ja, Ja, ja. So. Ich cringe, Alter. Aber sind ihr auch Teil von der Emo-Szene gewesen? Ich wäre gern. Ich bin so, ich habe so nie Bisschen genug uncool committed, gewesen. weißt du? Ich bin so innerlich schon. I tried. Ja, aber Das Problem ist, Chicks sind in der Demo-Szene gewesen und ich so wie, ich würde schon, aber fuck man, das sieht so schlecht aus. nein, ich habe es cool gefunden. Ja. Aber ich habe mich so nicht, also weißt du, ich mache Ich habe mich nicht nicht getraut, Mann. Meine Mutter hat Ja, mich geschlagen. genau. glaub ich. Ja, wirklich so. Ich so, Maro, ¿qué es eso? Ah, du kennst schon meine Freundin auch, oder? Ihr Vater hat ja eine Punkband. Yes. Sie war voll der Emo gewesen. Sie haben ein Shirt gehabt, wo drauf gestanden ist. Warte schon, was war es? Irgendetwas, glaube Editing-Fee musst kommen, better than Emo. Lass mich raten, das Shirt war nie sold out gewesen. Also es ist vor etwa 15 Jahren, also wahrscheinlich schon. Mittlerweile Hey, Mann, vielleicht. kannst du mir ein Bierchen geben? Hey, was willst du für eins? Quellfrisch, die blaue. Ja, aber jetzt sollte man mal aufhören, den Dave da so in Gleisen, wenn wir den Mauro einfach so frei reden lassen haben. Es liegt nicht daran, dass wir ihn nicht respektieren. Der Rick hat einfach schon ein Bier gehabt. Aha. Der wird Machen quasi Sie weiter, Monsieur? Ja, wo willst du? Weißt wollen du, wir? ich liebe so Details, so, einfach so kleine Details, so einfach, man kann connecten. Es bringt irgendwie zurück. Weil ich habe irgendwie so das Gefühl, ich denke immer an unserem ersten Konzert, das wir so in der Schule gespielt haben. Und einfach Ja. der Vibe, der Feeling, das du hast, so die fucking, und du bist einfach jetzt einfach Chasing the Dragon. Als ob es Droge wäre, oder? Mhm. Weil
die Menge an Emotion, die du im Moment gehabt hast, oder? Das, mit jedem Konzert geht es irgendwie weg, oder? Aber amigs, wenn so über so kleine Details redest von den Momenten, die dich inspiriert haben, oder? Das bringt dich bis zurück von dem in die Zukunft. In dem Ja, Sinne. das stimmt, ja. Ja, also ich habe meine erste Band so gegründet mit halt Leuten, die du aus der Musikschule kennt hast. Weißt du, so, hast schon gemerkt, ja, der spielt so ganz okay Maroon 5 nachher auf dem Schlagzeug. So, also gründen wir eine Band und werden Rockstars, Yes, oder? Das ist so der Spirit, den du dann hast. Und dann musst du irgendwie Leute zusammensuchen, die auch noch Lust haben und vielleicht auch noch ein Instrument haben. Und dann irgendwie noch bei irgendjemandem daheim einen Keller oder so, wo du kannst proben. Ja, und ich habe dann ein paar Jungs gefunden und dann, wir haben mega lange einen Sänger gesucht. Also ich glaube, so Sänger und gerade so Rock-Metal-Zeug ist halt schwierig zu finden. Ja. Und dann haben wir auch so, über so ein Musikerforum, ich weiß nicht mehr, ob ich es ins Rad gesehen habe. Oder ich glaube, ich habe einfach eins geschaltet, dass man so junge Band, 13, so sucht halt irgendwie einen Sänger. Und jetzt sind wir auch gerade so ein bisschen in, ja, so die Anfangsbands, weißt du, eben dann, so, 3 Days Grace habe ich so lange so geil. Also, mir kommt es vor, als hätte ich die ewig gelost, weißt du. Aber mir kommt es vor, als hätte ich die ewig gelost. Ja. Aber wahrscheinlich ist es so ein Jahr gewesen, wo ich sie wirklich intensiv gelost habe. Und dann, du kannst sicher noch jeden Song auswendig, den du gelost hast. Ja, fix. Ja, voll. Und jetzt verstehe ich auch, was sie singen. Genau, ja, ja, das ist aber auch interessant, die Awareness of Time, je älter du wirst. Oder? Ja. Damals ist so wie 1 Jahr, Bruder, 1 Jahr ist ja hure lang. Ja, so voll. Ist gestern gewesen, oder? Ja. Ja, das ist wieder ein Kollege, was das Gefühl hat. Ich weiß nicht, wer das Gefühl hat. Ja, er versteht einfach die traurige Emo, weißt du, so die Post-Hardcore-Emo, traurige, melancholische Sachen nicht. Und ich so, warte nur, bis deine Freundin nicht mal verlassen hat, Alter. Ja. That's a good answer, though. Ja, und dort habe ich halt also, bin ich so 3 Days Grace irgendwie auf das so die typischen Metal-Sachen, so System of a Down, Rammstein, Slipknot, Avenged Sevenfold und so. Und dann so über Avenged auch irgendwie so ein bisschen into. Die haben ja früher auch so mehr Metalcore gemacht mit den ersten 2 Alben. Und dann über die Band so eben über so Asking Alexandria, Bring Me the Horizon und so. Und Era Bring Me sind wir am Reden. So Post-Suicide, also zwischen Suicide Season und There's a Hell. So. Ja. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob dort irgendwie There's a Hell gerade rausgekommen ist oder am rausgekommen, also bevor es rausgekommen ist. Wann ist es rausgekommen? Ich glaube 2008 oder 2009. Erschreckend lang auf jeden Fall. Ich glaube 8. Also There's a Hell. Oder? Ja. 8, 9? Nein, das ist Suicide. Nein, warte. Also Sempitern ist 2013 gekommen. 10 Jahre her. Bro, das ist schon lange her. Alter. Ja. Egal. Crazy. Muss bald ins Bett schlafen. Ist die Medizin dann nicht. Versteht einer von euch eigentlich noch die Musik, die die Jungen heutzutage hören? Bei mir hat das nämlich schon angefangen. Was heisst die Jungen? Was ist die Musik, die Jungen hören? Also weißt du, die noch TikTok verstehen? Gut, die 16-Jährigen. Weißt du, wo wir das Gefühl haben, was sind jetzt die, die das Gefühl haben, unsere Musik ist scheiße, die sind alt. Weißt du, so. Weißt du noch, wo wir Longsleeve and the Weird Boys gehört haben? Hey, die sind richtig cool. Das ist cool, aber what the fuck's going on? Ja, aber das ist glaube ich auch so etwas, wo du halt. Wir haben alle die gleiche Experience. Weißt du, du bist irgendwie. Ich habe letztens mit dem Ecker davon gehabt, du bist irgendwie in einem normalen Setting mit Leuten, die halt nicht broken sind und so Musik hören. Und dann musst du denen so erklären, was du machst. Und sie so, du machst. Oder, am Anfang findest du es noch cool, so, ich bin in einer Band und so. Und dann mit der Zeit kommt die Phase so, ja voll, ich bin in einer Band. Und so, zeig mal. Oder so, was, oder bei mir so, was spielst du denn? So, okay, ja, wie viel Zeit hast du? So, ja. Das Lexikon für einen Schlag. Ja, genau. Da bist du bereit für die Konversation. Are you ready? Ja, und ich weiß gar nicht, was ich raus wollte. Ja, ich glaube, das ist halt jetzt eben bei Longsleeve and the Weird Boys so ein bisschen ähnlich, weil, aber ich verstehe es mehr. Und ich finde es auch cool, dass halt neues Zeug kommt und auch neues Zeug, was so ein bisschen in einer alternativen Heavy-Richtung geht. Ja, es geht eben auch, ich meine, bei uns ist ja auch das Zeug, dass wir Sachen machen, die die anderen nicht gemacht haben. Ja, so von wegen ein bisschen rebellieren und so. Und wenn der Scheiß los ist, wo die Bands machen in unserem Alter, also dann musst du ja etwas komplett Durchnichts machen, um dort noch irgendwie einen draufsetzen. Ich finde, das gehört irgendwie dazu. Ich finde,
wenn man rebelliert, allgemein so als Teenie oder whatever, Mhm. kann ich. Das ist die Zeit, wo du dich selber gehst kennenlernen. Und du machst nicht das, was vielleicht deine Eltern oder sonst Society dir vorschreibt, wie du musst sein, weißt, sondern du bist so, hey, ich weiss, ich habe keine Ahnung, wo ich her muss und weiss nicht was, aber ich mache nicht das, was mir gesagt wird. Ja. Und das ist die Zeit, wo ich habe das Gefühl, die meisten Leute sich wirklich selber kennenlernen, also ihr Ding finden, so, wo sie sonst nie gefunden hätten, weil sie einfach nur nach der Nase tanzen. So Ja. Also, finde ich. Ja, voll. Ja. Also ich glaube, es Agreed. ist sicher wichtig, die korrekte Einstellung zu haben. Oder nicht irgendwie sagen, so, hey, ja, ich hätte besser 20, 13, weißt du, ich meine. Sondern wirklich, weißt du, zum Beispiel, wenn wir langsam von den Weird Boys gesehen haben, ich bin einfach fasziniert worden vom Audiovisuellen und die Masken und einfach so Slipknot-Vibes, so Early Slipknot, weißt du, wo sie wahrscheinlich in Clubs gespielt haben von 13 Personen oder so. Weißt du, so die Richtung. Also cool gefunden. So, alright, vielleicht verstehe ich nicht alles komplett, aber ich finde es schon noch interessant zum sehen, oder? Auch wenn ich die Connection nicht aufgebaut habe. Gerade bei ihnen ist, glaube ich, so eine mega Awareness für das, dass du halt nicht nur irgendwie Musik machst, sondern halt, du willst auch eine coole Show sehen, du willst auch etwas Spezielles sehen, etwas, wo, Kunst. ja, irgendwie ein Gesamtpaket, ja voll, du verkaufst nicht nur deine Musik, sondern du willst dich als Band auch verkaufen. Du willst auch gebucht werden. Und es gibt auch Gründe, wieso wir jetzt dich selber schauen, weil du vielleicht mega geil abgehst oder weil du irgendwie insanely funny bist auf der Bühne oder so. Und das ist irgendwie so ein bisschen dein USP finden. So. Stattdessen spielen wir alle einfach mit Bandshirts und schwarze kurze Hosen. Red für dich selber dann. Ja gut, ich meine, ihr habt Glitzerpants auf der Bühne, das ist schon cool. Das ist ja geil. Ja. Was haben wir? Jetzt müsst ihr etwas basteln für den Summer Breeze. Ja, wir haben schon so ein paar Überlegungen gehabt. Schon gute Idee. Ja. Du weiss, er ist schwarz. Also, ich meine, Videoclip ist auch weiss. Ja, voll. Also, weißt du, wir haben uns schon so ein bisschen so gewisse Farbkonzepte und so haben wir uns schon überlegt. Und also, bei uns schaust, wir versuchen es so kohäsiv wie möglich zu machen. Dass du, eben, wir haben da wie so ein bisschen so eine Brand-Identity gemacht für die Band. Mit einem Logo, mit einer Schrift, alles so ein bisschen der gleichen Farbtöne. Wir haben da beim Videoclip im Mirko haben wir den Farbcode eigentlich durchgegeben von dem also Petrol, das wir haben, wo wir bis jetzt immer gebraucht haben, dass er das auch so ein bisschen kann beleuchten und so. Dass, das halt einfach so alles aus einem Guss rauskommt. Grün, weiß, ein bisschen blau. Ja, voll. Ja, also wir haben einfach gesagt, hey, schau, wir machen nichts zwischen weiß und schwarz. Und haben alle noch irgendwie etwas petrolfarbig so. Es ist nicht viel, weißt du, aber irgendwie. Aber du brauchst nicht viel. Voll, ja. Du brauchst nicht viel. Das Einzige, was du wirklich machen musst, ist, dass du dich irgendwie unterscheidest von dem Hipster, der hinter dir im Starbucks einen Kaffee bestellt. Ja. Es gibt wirklich zu viele Bands, die einfach aussehen, wenn sie von der Bühne würden laufen, können jetzt einfach hinter dir am Morgen um 6 Uhr im Starbucks in der Stadt einen Kaffee bestellen. Ja, es ist ja voll okay und es ist ja voll. Es ist easy, aber ich glaube, fällst halt einfach nicht auf. Ja, ich glaube, es ist so ein. Es kommt auch darauf an, was du als Band irgendwie willst. Oder, voll. Weißt du, like, there's no irgendwie. Es ist nichts falsch daran, wenn man auf die Bühne geht und man sieht, als würde man im Starbucks arbeiten oder. Oder gerade es ist ja auch mega sympathisch. Genau, auch, weißt du, nein, das habe ich gar nicht so sagen. Aber es ist wie so der Ding, ich habe mal irgendeiner hat geschnurrt, so ein Video geschaut von so einmal zu Bring Me the Horizon reagiert und er hat das Gefühl gehabt, dass der Oli Sykes hat einfach so ein so wie der Freddie Mercury früher halt so ein hoher Rockstar ist. Mega Star Power. Wenn du sich siehst, das ist halt einfach ein Frontmann und so. Und irgendwie, wenn du ja eine Band siehst, willst du irgendwie auch quasi wegblasen werden von allem. Ja, ich glaube, vor allem auch bei uns ist so ein bisschen, also ich glaube, ich rede jetzt für beide, wenn ich so sage, wir wollen halt auch uns so artistically irgendwie ein bisschen, weißt du, so, wie sagt man? Ausdrücken. Ja, ausdrücken und so. Auch wenn es kleine Sachen sind. Flourish. Weißt du, auch wenn es jetzt nicht gerade beschminken uns oder irgendwas ist oder so, noch nicht. Da bin ich sehr gespannt auf das nächste Konzert. Ich auch. Aber auch wenn es so kleine Sachen sind, ich finde allgemein, wenn du eine Band gehst schauen und die Band kommt auf die Bühne und sie ist, ich finde das halt cool, wenn sie wie eine Einheit überkommen. Und es sind so kleine Tricks wie, wenn alle wenn es ein Konzept hat, wie sie halt auf die Bühne gehen und so. Das macht schon etwas ganz. Es macht etwas mit dir als Zuschauer. Du bist gerade so, hey shit, die gehören zusammen. Hey, weißt, und auch wenn es nur ist, dass alle schwarz angelegt sind. Es macht schon mal etwas anderes, als wenn jemand halt so
so Nu Metal Style, weißt du, so in Trainerhosen kommt und so Adidas-Jäckli und jemand anderes im Hawaii-Hömmli und im. Es kann ja, weißt du, wenn du es richtig machst, kann das ja auch gut sein. Kann das auch je nachdem, was du willst, auch ausdrücken, ist es genau das, was du musst machen. Ja gut, ich bin froh, dass unser Mike immer eine BDSM-Weste hat, weil da muss ich nicht die. Aber es ist ja etwas, was du wiedererkennst. Genau, es ist schon, wenn ich an Whiteout denke, like, no joke, das kommt mir bis als allererstes in der Mike wieder das an. Weil er einfach die letzten Shows immer das sagt. Ja, die gehen dann ein bisschen unter, weil der Mike, weißt du, das ist eben auch gut. Wenn einer von der Band wirklich so raussticht, kannst du auch einfach chillen. Es kommt nicht darauf an, was du hast. Du kannst hinten dran ich habe schon vorgeschlagen, dass wir volle Adidas-Suits tragen auf die Bühne. Aber wer hätte nicht wollen? Ja. Ja, Nein, ich glaube, es sind mehr Leute interessiert als nicht. Aber wir haben es einfach nie durchgezogen. Aber ich glaube, das wäre so lustig. Mir fällt gerade etwas ein, wenn wir gerade bei dem Thema sind. Artifiction zum Beispiel, also wir viel gespielt haben. Sie haben ja, glaube ich, so eine schwarz angehabt, aber sie hat wie so Gold, I don't know what it is, goldig, silberne Farbe sich so angekleckst. Und das hat, ich habe sie dort gesehen und es hat einfach, also ich habe es ultra sick gefunden, dass sie das gemacht haben. Weil es ist auch so ein bisschen, ich finde, es gehört einem ein bisschen Mut dazu, mal du gehst gut performen und leistest nicht das an, was vielleicht in deiner Comfortzone wäre, sondern mal etwas, wo du denkst, würde ich an einer Daily Basis nicht anlegen. Ja, und das haben etwas Postapokalyptik gemacht oder nicht? Artifiction meinst du? Ja. Nein, nicht einmal. Bei Automaton haben sie so ein bisschen die Weißbrache und ich habe es cool gefunden. Ich hatte auch vielleicht bringen sie das auf die Bühne, aber alright. Nein, einfach so, alle haben irgendwie schwarz angehabt, aber mit so Farbflecken, aber es ist so nicht farbig, sondern einfach Gold, Silber und es hat jeder irgendwie anders viel gehabt an anderen Stellen und so. Und es hat einfach als Band zusammen auf die Bühne gekommen, sie haben gut gespielt, sie haben gedruckt und dann siehst du noch das und denkst, hey, fuck, das ist eine Einheit, man. Das kommt über. Wir kommen halt auch alle aus dieser Metalcore-Hardcore-Szene, wo du halt so zu cool bist für alles. Also eben, für uns das ja auch, eben, du denkst halt, ja, Musik allein lenkt, gute Zeit und so. Was ja, es lenkt auch für das, aber es braucht halt ein bisschen Überwindung und du kommst dir ein bisschen blöd vor zuerst, wenn du denkst, ich habe das Gefühl, ich bin der Steven Tyler oder so, wo der Rockstar raushängen lässt, weil ich jetzt ein Bühnenkostüm habe oder so. Aber du musst es gar nicht so anschauen, sondern einfach halt, eben, wir haben jetzt an der ersten Show haben wir einfach gesagt, hey, look, wir legen alle schwarz an, einfach. Und es hat schon gelangt für eine gewisse Einheit auf der Bühne zu sein. Ja. Ich habe am Anfang Hemden angezogen mit meiner Weste. Und so Lederschuhe so, und der Tim nachher einfach mit seinen Cutouts so, what the fuck are we doing? Also, der Mike hat noch blonde Haare gehabt. Ist einfach irgendetwas. Aber ich finde auch, es ist so wie, das Experimentieren ist so wichtig im Fall. Weil so irgendwie einfach ausprobieren. Und wenn etwas funktioniert, dann einfach bleiben. Ja, voll, ja. Aber hey, weißt du was? Wir haben wieder immer noch nicht herausgefunden, wie der Dave eigentlich dazu gekommen ist, dass er irgendwann mal anfangen hat zu singen. Das ist eine gute Idee. Machen wir weiter. Ja, aber es sind gute Themen gewesen. Ja, wirklich. Also, it was interesting. Ja, das vielleicht noch ein kurzer Satz noch zu dem, zum Rest. Eben, auch weißt, dass man so ein bisschen grafisch und so auch und visuell, das Zeug macht uns auch mega Spaß. Also, wir machen das jetzt nicht irgendwie nur aus Kalkül, weil so, das zieht und das sieht dann gut aus, sondern es macht auch mega Spaß, weil du einfach eine weitere kreative Form hast, sich auszuleben. Darum bin ich auch froh, dass ich den Dave in der Band habe. Ja, er ist Profi, oder? Ja, eben erstens das. Und wie er wahrscheinlich schon gemerkt hat, ich bin auch so, ich kann nichts grafisch, aber ich kann manchmal irgendein Bild von etwas und ich glaube, er ist einer der wenigen, der dann mich irgendwie versteht, wenn ich irgendetwas sage, hey Bro, look, so und so, er macht es. Aber er kann mir dann eigentlich lernen, hey Bro, look, wegen dem und dem, schau mal das an und ich bin dann so, okay, es ist 50 Mal geiler, Alter. Aber er hat gecheckt, was ich sagen und so visuell Zeug, also grafisch kann ich das, ich liebe es. Aber ich kann es selber nicht umsetzen. Darum King. Oder das Interpretieren. Also ich finde einfach, Bassisten kann man ersetzen, aber einer mit visuell kreativer Erfahrung nicht. Hey, weißt du was? Ich muss jetzt gerade die Einleitung nehmen. Wir haben letztens den Podcast gehört und der Lo, unser Bassist, hat letztens gesagt, wir haben letztens alle von der Band aufgezählt, ausser ihn nicht. Und es hat ihn nicht gestört, aber es hat schon ein bisschen wehgetan. Sorry. Gut, der Lo ist aber Shieldbreaker, oder? Ja, genau. Eben, die Sache ist eben, ihm habe ich nicht persönlich kennengelernt, bis ich mal Shieldbreaker gesehen habe.
Vorher vielleicht mal vom gesehen oder so. Ja, Aber sonst der Rest von euch habe ich schon mal gesehen, irgendwo mal gesehen. heute Ja, gesehen oder so. No Biggie ist ja mehr... Ja, Ja, und du hast auch immer so aus dem Stegreif so, also vergiss einmal. Vergiss ihn nochmal ab und Ja. zu auch. Ja. Martin. Aber lo, Brudi, viel Liebe. Wir schicken dir ein Herzchen. Aber ja, erzähl mal, Dave, wie du zum Gesang gekommen bist. Ja, eben, ich habe ja das Titellied mit dem Jeremy bei Before the Decay gespielt. Und Dort hast du Gitarre gespielt. genau, voll, ja. Und dort habe ich auch wirklich angefangen, so einfach Vocals zu üben. Das ist auch die Zeit, wo ich wirklich so, ja, jetzt höre ich Metalcore, weißt du, so, das ist jetzt mein Genre. So, Ja. vom, Aber du hast Und, Metalcore, du hast Gitarre gespielt bei Before the Decay? ja, voll. Fuck me, Alter, alright. Aha. Das ist so ein Talent. Es geht im Fall. Also, das ist schon ein Grund, wieso ich nicht spiele. Und dann eben mit dem Jeremy, der halt auch so ein bisschen sich so mit den eigenen Songs hat ausleben und ich, wo es gerade so am Üben war und dann auch halt, keine Ahnung, I guess schon gut tönt hat, dann mal haben wir so einfach... Warte schnell, ist ja. nicht der June schon bei Before the Decay? Ja, ja. Sind 3 Gitarristen gewesen? Ja. Damn, alright. Also, wir haben zuerst, ich glaube, der Jeremy hat mal das Inserat gesehen von Before the Decay. Sie haben mal einen anderen Sänger gehabt. Und der hat der Gitarrist, also sie sind zwei. Die sind zuerst normal, typisch Metalband, Sänger, 2 Gitarristen, Bassist und Schlagzeuger gewesen. Dann ist der Sänger gegangen. Und der eine Gitarrist, der nicht der June war, der Sebi, ist dann Sänger geworden. Und dann haben sie noch einen zweiten Gitarrist gesucht eigentlich. Und Jeremy hat sich dann wie beworben als Clean-Sänger / Gitarrist und hat halt wie so gefragt, so, hey, Dave, kommst du auch mit? So, ja, sure. So. Und dann haben sie auch so gefunden, so, ja, okay, jetzt ist er, I guess, er ist jetzt schon da. Dann, ja, wieso nicht 3 Gitarristen? Wenn Periphery das kann. Ja, voll. Weißt du, wir haben auch nur so die normalen, also so Basic Breakdowns gespielt. Und, Einfach 3 Gitarren das gleiche am Spielen. ja, ja, voll. Und dann haben wir aber auch so gemerkt, es macht irgendwie keinen Sinn und der Jeremy hat komplett so Clean Vocals eigentlich gewechselt. Und dann ist es wie so eine Dual-Frontman-Chip gewesen. Ja, aber jetzt hast du Polar Shift, die machen das auch mit 3 Gitarren. Ja, voll, ja. Voll. Mir ist eigentlich schon zu viel. Schön. Alright, und nachher Beginning of Amongst. Mhm. Wie ist das passiert? Ja, das ist eben, also wir haben in dieser Zeit, wo wir so ein bisschen die Übergangsphase, wo bevor die Decay noch war und das Nebenprojekt gestartet haben, jetzt sind wir einfach nur das Zweite gewesen am Anfang. Das Projekt hat noch einen Namen gehabt, das hat Calling of Verona geheißen. Ja, voll, das würde ich nicht sagen, aber haben dann irgendwie so 5, 6 Songs oder so mal aufgenommen und dann so über Soundcloud und so released. Und dann haben wir auch gefunden, so, hey, schau, machen wir doch eine richtige Band draus. Und dann haben wir den Yannick kennengelernt. Yannick. Dolder, das war dann nachher der Drummer von Amongst. Alright. Und das dann dort, dann haben wir auch gefunden, so, hey, schau, fangen wir neu an, Clean Slate, neue Single, neue Bandname, richtiges Logo und so. Und dann ja, haben wir so eigentlich Amongst gegründet und sind dann so auch auf den Fond gekommen. Dann haben wir noch zwischenzeitlich noch kurz einen anderen Bassist gehabt und dann, wo er ausgestiegen ist, haben wir den Marco Rumsch reingeholt, der jetzt auch wie Artifiction spielt. Shit, das ist einfach ein Täuschchen von Ja, voll. fucking Football. Das ist ja wie so ein Fußballkarte genau. Duschen. Panini. Ich gebe dir den Bassist, gibst mir eine Gitarre. Hey, Ich habe schon 3 Gitarristen. gib mir etwas anderes, ich habe schon 3. Irgendwie gibt es etwa so 50 so Schweizer Underground-Metal-Musiker und die sind auch Ja, so. genau. Es ist langsam das Gefühl, es ist so In der alles so- Rotation. Ja. Voll. Ja, und dann. Ich habe eben mega lange so ein bisschen eine gewisse Hesitation gehabt, so ein Vocalist zu sein, weil ich habe es schon gerne gemacht, es hat mir Spaß gemacht, aber halt so auf der Bühne stehen und so, oh Gott, wir Aber müssen vor den wie Leuten hast reden du und so. Das ist mega angefangen zu schwierig. schreien und so gut von Anfang an, Bruder? Ja, es ist halt nicht von Anfang an so gut gewesen. Weißt? Also, ich kann früher halt auch so, also, wo ich so das gesucht habe, so Tutorials und so, dann hast du ja so ein paar amerikanische YouTuber gehabt, die dann Hat es also noch YouTubers gehabt, die das gezeigt haben? ja voll, also mega so in 480p, weißt du, so aufgenommen. Aber Weil ich weiss noch damals,
wo Infidel Amsterdam hat das Video gehabt, wo er so Grunt. Ja, voll. Ja, da weiß ich noch. Genau. Voll. Das ist, was ich gefunden habe. Ja, nein, es hat im Fall schon ein paar gegeben, dort, weil es ist ja, das ist wahrscheinlich so 2012 und das, so 11, 12 und das rum gewesen. Und dort ist ja Metalcore eben, also mit Alexandria, so Memphis Mayfire, so das Zeug auch schon recht beliebt gewesen. Ja. Und dann hat es auch ein paar gegeben, die es erklärt haben. Aber es ist gleich, ich finde es mega schwierig, bis du es mal wirklich anbringst, so einen richtigen so Shout, Scream, Schrei. Schauten erklären ist wie versuchen, Tarotkärtchen erklären. Ja, voll. Ich meine so, ja, du hast... Das hat eben die gleiche Logik auch. Also, okay, du hast einfach deine Throat musst ja zugehen und dann musst du raufgehen. So also Zwerchfell und so. Ja, so keine Ahnung. Musst du so machen, so du würdest mach einfach etwas, Mann. schiessen. So genau, dann hast du am Schluss 5 Sänger und jeder macht es anders. Ja, ich glaube, jemand hat es mal mit etwas erklärt, was ich recht gut gefunden habe. Also, es gibt ja wie so die verschiedenen Techniken. Von früher habe ich auch so, das ist jetzt Fry, Power Fry, False Chord und so, Tunnel Throat. Aber was ist die den Klick gemacht hat? Keine Ahnung. Es ist, ich weiß nicht, was es genau ist, aber das eine ist ja wie, dass du dass du wie das Geräusch oder das so machst und dann zwischen der Stimme und dem und mit der Kopfstimme so ein bisschen wechselst, bis du irgendwie so eine Verzerrung drin hast und dann das einfach mit so viel Luft und so. So mache ich zum Beispiel meine Höhe. So. Alright. Aber das so, ich finde das so, das heavier Zeug ist dann, jetzt habe ich recht lange nicht gecheckt, wie man das macht und einer hat es so ein bisschen erklärt, dass du wie, er hat gesagt, stell dir so wie Marge Simpson, wenn sie so weißt du, so Zeug macht und einfach so das, einfach in viel heftiger und macht zuerst den Hals kaputt und so und dann vielleicht tun sie irgendwann. Alright. Du hast mal vorzeigen, wie zu dem Sound kommst. Nein, einfach also, ich oder also welcher jetzt? So einfach den Marge Simpson und nachher zum Schauen. Also irgendwie so das irgendwie so, ja. Geil, ja. Und, ja. Voll. Ja, bei mir ist es einfach mega, mega scheiße, aber bei mir ist es einfach so, ja, du musst flüstern, einfach Lüter. Ja, das ist eben, glaube ich, der Fry-Screen. Ja, genau. Mhm. Aber wie stand der, wo du gesagt hast? Eben, da steht oder so. Und dann eben irgendwann bricht es und dann musst du einfach viel Luft Zeig mal. So ist das dann, ja. Das ist wertvolle Information. Ja. Ich würde sagen, der Podcast der kostet der ist jetzt auf Patreon. Ja. Masterclass, Bruder. With David Hoiser. Fuck, krass. Ja, aber ich meine, du hast am Anfang an recht einen tighten Sound, ich würde sagen, chiseled Sound von der Stimme. Ich meine, es gibt andere Sänger, wo du merkst, so der Progress von Band zu Band, oder? Wo sie, alright, das ist scheiße, weniger scheiße. Anständig, ja, jetzt ist er gut nach 10 Jahren, oder? Aber bei dir ist schon von Anfang an recht heavy gewesen. Und ich so, damn, Alter. Und ich habe das erste Max Bryce gehört, dann einfach, das ist einfach krass, so wie damn, oder? Du kannst sicher seit 20 Jahren schon schauten, Mann. Wie lange bist du am Schauten gewesen? Also bei Amongst bin ich glaube, die erste Show habe ich mit 18 gespielt. Fuck, vielleicht so 3 Jahre oder so. Oder, nein, also richtig. Eben, ich habe das schon mal probiert, weißt du, schon in 2012 oder so. Aber ja, ich glaube dann so 2014, 15 habe ich so ein bisschen, oder, ja, so, eben, es ist so eigentlich ein Progress gewesen, von so 3-4 Jahren, wo ich halt einfach so ein bisschen... Welcher Jahrgang bist du? 97. Right. Eben, damals habe ich gesagt so, shit, die junge Dudes tun ja hure gut. Damals ist so 3 Jahre so wie, yeah, hure riesig, oder 2-3 Jahre so, riesiger Unterschied. Jetzt ist es nichts. So whatever. Genau. Cool. Krass. Ja. Also ja, danke vielmals für das Kompliment. Aber ich finde halt auch, einfach zum Abklären. Ich meine, damals ist keine Band, die so anständigen Sound hatte. Also von den Peers in dem Sinne. Also ich glaube, ihr habt richtig rausgestochen. Könnte man sagen. Ja. Oder Mauro, was denkst du? Amongst the Rise meinst du? Ja. Ja. So wie, die Dudes innerhalb von ein paar Monaten sind sicher Europa am Tour. Oder so. Ich habe das Gefühl gehabt, sie sind so aus dem Nichts gekommen, Bam, da und ich so, ja. who the fuck is that? Eben.
So criminally das? underrated. Stimmt, Alter. Ich so, das sind Ja, keine das Schweizer. Ding ist halt auch, So wir Sumerian Records. Ja, wirklich. ja, wir haben halt Fix. wir haben früher halt auch wie, ich glaube mit Among Us ist das so die erste Band, wo wir halt auch so ein bisschen Friends in der Szene gemacht haben, Mhm. weil vorher haben wir keine Leute kennt und ich glaube, also wenn du aus der Szene gekommen bist und dann mal eine Band gegründet hast mit den Leuten aus der Szene, hast du gerade mal irgendwie sicher an der ersten Show 50 Leute gehabt, wo du kennt hast, die einfach mal gekommen sind, weil sie dich supportet haben. Und dann haben wir, also wir haben die erste Buch, die Show, die wir bekommen haben, war am Open Air Gränichen 2015. Und dann haben wir Fair. mit Architects und so. Ja. Schon gut, Dave. No bragging. Ja, und dann, aber die erste Show war eben in Piccadilly in Brugg gewesen. Und dort, ich glaube halt auch, dass durch das, dass wir halt am Gränichen announced wurden, sind ein paar ein bisschen auf uns aufmerksam geworden. Und der Fong, der das Gitarre gespielt hat, hat den Megan kennt. No, kennt ihr den? Den Megan? Auch von Shieldbreaker, der Schlagzeuger. Ah, alright, ja. Voll. Und er hat dort recht viel gebucht im Piccadilly. Und darum sind wir wie auch an diese Show gekommen. Und dann war es auch so ein bisschen Word to Mouth, glaube ich. Wer hat am Piccadilly Show gespielt? Das war Live December. Und, das ist schon Live December gegeben? Ja. Das heißt schon, die sind ja kurz vor dem fertig gewesen, Alter. Ja, voll. Die haben sich irgendwie ein Jahr darauf ab. Wann oder hat es Live zwei. December angefangen? Keine Ahnung, aber die hat es sicher schon gegeben. 2014. Ja, Der Rico hat dort bei beiden Bands gespielt, bei Ja. Safer As Breath und bei Live December. Aber er ist zuerst bei Live Er December. ist zuerst bei Live Genau, December ja. gewesen. Ich weiß nicht, wie lange es die schon gegeben hat. Was, der Rico hat... Der Rico... Ja, der Hey, bei dir ist mega viele Revelations. Ich- Okay, heute. Rico, Ich habe lass gemeint, mal dass so. von Save Last Breath ist der Rico nachher Live December gegangen. Nein, Nein, der umgekehrt. Rico ist zuerst mal noch kurz zweispurig gefahren. Der ist Ja. auf der Autobahn links und rechts. Right. Der hat bei Live Defender gespielt. Dann ist er zu Safer Last Breath gegangen, hat beides gemacht. Dann ist er bei Safer Last Breath raus, weil er sich auf Live December konzentrieren wollte. Aha. Dann hat Live December sich aufgelöst. Dann ist der Thierry bei Safer Last Breath raus und der Rico zurück. Ja. Fuck So. me. Ich habe gemeint, es ist so wie Live December. Ich denke so 2015, 16 bis 18 oder so. Im Kopf irgendwie. Mhm. Weiß nicht. es ist- Also ich bin froh, bist du nicht zu Save Last Breath gegangen, Mann. Sonst wärst du jetzt noch dort in der Band drin. Ja, stimmt. Ich habe mich dort mal beworben. Ja. Mhm. Voll. Weil ich finde auch, der Rico. Der Darum hat hat einen, der Eck mich mal so aus dem Nichts gefragt, ob ich einen Monks Pariahs kenne. das kann sein. Nicht, Ja. Nicht, doch. Ja. Nubia ist ja nachher gekommen, gell? Voll, fuck, ja. Es ist so lange her. Ja. Aus dem Nichts schreibt man einfach, hey Alter, kennst du Monks Pariahs? Ja. Nein, wieso? Ich muss die heute Abend schauen. Ich so, Cool. Alright. Also, Do that. wer? Also, Ich meine, wenn, dann müsstest du mal bei einem Save Last Breath Song mal ein Feature machen. Alter. Das würde verdammt gut passen. ja, eh. Nein, ich finde auch, der Rico Was hat auch kostet so. jetzt? Der macht auch so. Es läuft alles über ihn. Also, jetzt. Ja, wenn ihr voll. ihn wollt, Er muss zuerst auch noch Also, das können wir ein geben, Mail ja. schreiben. So. Nein, ich finde auch, der Rico hat mega, mega gute Vocals. Also jetzt auch so eine, und er hat auch, Brutal. er macht auch so eine Technik für Tiefe, also für die tiefen Shouts oder Growls, wo, Grunts. ja, wo ich glaube, eine ähnliche auch mache. Ich höre es eben nicht so viel und ich höre es auch nicht mehr so gut raus wie früher. Aber ich glaube, er hat eine recht ähnliche Technik auch. Und ich finde ihn auch mega, mega guter Sänger. Ja, Voll. absolut. Absolut. Ja. Also allgemein großartige Band. Ja, So. Save Last Breath. 100%. Die wissen es. Ja, ja. Kann man sich nicht bestreiten. Nein. Sie sind wirklich geil. Ja. Sie haben letztens sogar mal einen guten Song gespielt. Dort in Zürich. Endzeit. Ja. Hat man Beim, nur gesagt, so, hey Alter, du musst an unser Set schauen. Ein Song wird dich freuen. Und ich so besoffen an der Bar raus mit dem Paddy, eben mit dem alten Bassist von ihnen her, so Whisky Gin Tonic fühlen. Ich so, Da. ich so Da, halb voll, ich höre auch ja. hinten so, hörst du den Rico rumschreien, nothing. Ich so, warte, er ist nicht von denen. Und dann hat der Dave mir das Video geschickt. Sie haben eine GoPro hinangestellt. Und ich hatte jetzt so einen neongelben Hoodie angehabt. Und dann siehst du einfach plötzlich aus dem Nichts, siehst du so vom Werk 21, von ganz hinten, so etwas Neongelbes, einfach so durch die Türen, einfach durch die Masse durchballern. So irgendwo im Moshpit rein. ist das Dort links und rechts Wo gumpeln. ist das gewesen? Das ist der, den wir recht gespielt haben. Betrayers of Kamigawa. Ich habe gemeint, Kamikaze. in der anderen, in Nein. den kleinen Ort, der einfach so tight war. Kaffeekneipe. Aha, nein, das war später. gewesen. Alright. Kaffeekneipe war voran. Ja, Ja, nein, das war geil. gewesen. Ja, was sind wir gewesen? Amongst. Amongst, ja. Voll, ja. Und dann darauf ab haben wir eigentlich schon recht viel. Eben,
ich glaube, es hat halt erstens an der Produktionsqualität gelegen und auch ein bisschen an den Hooks und an den Songs, die der Jeremy geschrieben hat. Fix, ja. Und ich glaube... Und auch die Vocals, also Ja. Come on, bitch. I guess. Vocals sind recht mächtig gewesen. Mediocre, ja. Mediocre at best. Nein, ja, voll. Ja. Und ja, wir haben dann auch mit der Zeit, glaube ich, auch so ein bisschen, wir haben ein Zeitchen ein rechtes Momentum, glaube ich, auch ein bisschen in der Szene, wo dann auch wirklich, ja, wir haben ein paar Shows so ein bisschen recht neu aufeinander gespielt und du hast ja gesehen, hey, das sind die ähnlichen Leute, die wieder kommen und auch Leute, die du noch nie gesehen hast und Songs mitsingen und das war schon so krass gewesen, ja. Das Beste. Ja, das ist wirklich, es gibt wirklich kein besseres Gefühl, als wenn die Leute deine Songs zurückschreien. Und wie ist, bis wann hat es Amongst Pariahs gegeben? 2017, glaube ich. Ja. Voll. Und wie ist das passiert? Hey, ich glaube, das ist auch so etwas, wo es hat sich einfach so ein bisschen es ist so rausgefadet irgendwie. Es hat, also ich glaube, ich hätte noch Bock gehabt zum Weitermachen, aber irgendwie, es ist halt, ich glaube, der Jeremy hat ja auch so ein bisschen so den Drang immer noch etwas Neuem und so. Nicht, darum haben wir sind ja offiziell sind wir ja eigentlich immer noch an Hiatus. Also, wer weiß. Excuse me? Nein, Spring 2025. Genau. Amongst Pariahs. Don't call it a comeback. Ja. Und ja, eben, es ist auch nie irgendwie, es ist eigentlich wirklich nie ausgesprochen worden, so hey, wir lösen jetzt die Band auf, wir machen fertig, sondern ja, es gibt jetzt gerade so ein bisschen andere Prios und voll, ja. Und ich meine, Nubia, wann ist das passiert? Das ist ein Weile gegangen, oder? Bis nachher Nubia angefangen hast. Ja, voll. Also, ja, ich habe so. Nicht so lange eigentlich. Also, mir kommt es auch vor, als wäre es recht lang. Es kann gar nicht so lang sein, wenn ihr 17 mit Amongst Pariahs aufgehört habt, 1,5 Jahre später ist eine Pandemie gekommen. Ja. 17, 18, 19. Also mit Schweißperlen auf der Stirn. Das sind schon 3 Jahre im Fall bis Pandemie. Ja, okay. Ja, also ich glaube, ich bin wirklich so im Frühling 2018 zu Nubia gekommen. Ah, doch schnell. Also nicht mal ein Jahr oder so. Shit, Alter. Ja. Das kommt mir so irgendwie lang. Wir sind ja als instrumentale Band angefangen. Ja. Dann haben sie einen Sänger gehabt. Haben sie das gehabt? Sie hatten einen Sänger gehabt. Und What? Dann What? Ja. Und der ist dann wieder gegangen. Und dann sind sie wieder Instrumental gewesen. Und dann. Auch nicht gewusst. Ja. Und zuerst ist es auch so ein bisschen. Ja, also Michael und ich haben das mega gut verstanden. Und es war so ein bisschen das Gespräch gewesen, so, hey, wenn wir etwas zusammen machen und so. Und dann bin ich auch mal einen Song zu ihnen aufnehmen. Aber ja, irgendwie, es hat irgendwie einfach nicht gestimmt gerade. Dann. Und irgendwie, so, ja, gleich so ein paar Monate später habe ich so gefunden, so, ey, let's do it. Weißt du, so, machen wir doch gleich. Wenn ihr immer noch Bock habt, so, dann voll. Ja. Und dann ja, bin ich dort dabei gewesen. Und wie lange hat es Nubia gegeben? Also, wo sie angefangen haben, kann ich gerade nicht sagen, das Datum, das weiß ich nicht. Aber aufgelöst haben wir uns im Anfang Sommer 2021. Hast du das wieder gegangen? Ja. Krass, ja. Ich meine, Tonight ist crazy gewesen. Ist immer noch so ein krass guter Song. Nachher haben die ja. Wie hat der Song geheißen? The Network. The Network gemacht. Ja. Ist das letzte gewesen? Dann haben wir noch Memory Labs rausgehauen. Und das ist so ein. Da haben wir jetzt nicht das Musikvideo gedreht, sondern so ein Lyric-Video gemacht. Alright. Ja. Und es ist einfach. Es nicht mehr passt, oder? Ja, voll. Also ich glaube, eben, es war auch so ein bisschen ein Teil gewesen, wo ein Teil von der Band war nicht so motiviert gewesen. Und also eben, der Michael ist ja wirklich so einer der talentiertesten Leute, die wir haben in der Szene. Oder er ist full auf Production gegangen, habe ich voll, ja. Auch. Und also, eben, er hat ja auch unsere Sachen gemischt und gemacht, alle Songs geschrieben. Wie gesagt, fucking Genius. Ich meine, ja. Weißt du, ich mische es jetzt fucking 2014 einfach. Ja. Und ich habe nachher den ersten Mix von Michael gehört, von Ubi so, I'm done. Fuck it. I quit. So why bother? Also fucking Übermenschen, Mann. Ja, das ist crazy. Ich meine, er macht jetzt auch
Art of Fiction? Also, du das live mischen, oder? Ich glaube, Production macht er auch. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht. Aber live macht er eben auch. Ja, live tut er viel mischen. Er hat ja... Nein, Poroschiff hat gemacht. Ja, stimmt. Stimmt, ja, voll. Gemacht. Mhm. Ja, er ist einfach ein übertalentierter Dude. Ja, voll. Und halt auch wirklich so in allen Sprachen. Es ist nicht nur so auf Heavy aus, sondern auch so, hey, wie können wir das unique machen? Wie können wir das... wie können wir die Lyrics ein bisschen geiler machen? Wie können wir es noch ein bisschen crazier machen? Weißt du, das ist schon... Ja, ist crazy. Hey, du musst mich entschuldigen, ich muss schnell pissen. Ja, denk, was kommt jetzt? Ja. Das ist aber eine Beleidigung. I shall be right back, my brother. Cut, geh mal pissen. Ali, ja. Yeah, we're back in the building. Swag on a Cillian, Money Boy in the house, bitch. Alright. Oh. Pineapple, Der the Sofa fruit ist too. doch nicht so bequem, wie ich dachte. Kannst du doch ein bisschen rüberkommen, Bruder? Yes. Es ist weißt, einfach auch zu wenig lederig one und die love. Wand ist zu wenig weiss hinten dran. Ich bin einfach die ganze Zeit in der gleichen Position. Oh, fuck, ich bin nicht der Jüngste. Aber ja, was immer gewesen? Dave. Nubia. Wir sind, Was glaub, immer Nubia. Ja. Aber am Schluss, oder? So ja, wir sind eigentlich recht kurz vor aktuell gewesen. Ja, klar. Also Nubi ist eben aus verschiedenen Interessen auseinandergegangen. Ja, voll. Und ich glaube jetzt auch so, eben der Michael hat ja den Tonmeister studiert, glaube ich. Ich glaube kurz vor dem Abschluss. Der Tonmeister. ZHDK, oder? Genau, der ZHDK. Und der war halt einfach ein bisschen auf einem anderen Level gewesen als der Rest von der Band. Und Der dann ist halt Michael könnte Dozent sein dort. Ich meine, Ja, ja, kann man fix. durch. Ja. Ich meine, ich habe eine Tontechnik-Ausbildung gemacht, abgeschlossen 2015. Mhm. Ich hätte den gerne als Dozent. Einfach so ein Talent. Mhm. Aber ja, voll. Und dann haben wir uns dort aufgelöst und dann habe ich, dann habe ich lange nichts gemacht. Ja. Also, ja. Da bin ich echt nicht hässig auf dich, aber dort habe ich hasse, glaube ich, schon genug privat gesagt, dass es dir wahrscheinlich auf die Sache geht. Aber ich bin dort auch noch das Gefühl, also, wie der Mauro, du hast das vorher schon erwähnt, so, der Dave braucht eine Band. Immer. Ich habe immer wieder mein Instagram aufgemacht, gesehen, dass du irgendwo um ein Chat-Setting bist, so, Dave, mach jetzt gescheiter eine Ich habe Band. gerade ein paar Mal irgendwie auf mich geschrieben, Bro, wie sieht es aus? Hast du etwas Neues? Hast du etwas in Aussicht? Du hast fix 1000 Anfragen bekommen, nicht? Nein, nicht mal Nee. so, nein. Der Gescheiter ist der schneller. 100%. Ja, aber es ist auch nicht mehr so 2013, wo es irgendwie jede Woche eine neue Metalcore-Band gegeben hat. Oder so. Oh, stimmt, ja. Also- Das sind Zeiten gewesen. Also ja, wirklich. Und es hat jetzt nicht mega viel Neues. Also du hast schon, also Mhm. es gibt zum Glück auch noch viele Bands, die sich neu gründen gerade. Aber sind das was neue sind's? Bands oder sind Ja. Bands aus Leuten, die vorher schon eine Band hatten? Hey, ich glaube so ein bisschen beides. Also, ja. Gibt's neue Core-Bands? So richtig neu? Ey, ich habe auf dem Weg daher habe ich genau gewusst, dass die Frage noch kommt. Und ich glaube, wir sind an einem Punkt angelangt, wo es sie wahrscheinlich gibt. Aber wir kommen jetzt Nicht mehr mit über. nicht mit über. Ja. Genauso wie damals unsere Bands so gegründet worden sind und auch größere Bands im Sinne von Bands, die schon länger Musik machen, nicht mitbekommen haben, dass es uns gibt, bis Ja. sie halt in Kontakt kommen. Ja, mit ja uns. vielleicht auch, weißt du, so mit so ein bisschen im Vergleich mit Amongst, weißt du, Mhm. es ist so wie aus dem Nichts vielleicht gekommen für dich, aber eben, wir haben ja gleich mega viel Vorarbeit gemacht und irgendwie Absolut. mega und auch andere Shows gespielt gehabt, Ja. wo halt viel kleiner waren und die Leute auch nicht gewusst haben, so eben, Mhm. wenn du es nicht kennst, dann kennst du es halt nicht. Nein, aber Und ich wahrscheinlich- verstehe das auch. Ja. Ich meine, wir haben mit White auch unseren ersten Song in Spotify in 2018 rausgebracht. Mhm. Dafür sind wir 2015 schon am Schreiben gewesen. Und so Demo 2016, Ja, voll. wo gerade schlecht tönt hat. Und, aber eben, da siehst du halt die ganze Vorarbeit nicht wirklich. Mhm. Vorher habe ich eben ja Tropas gespielt, wo ich nachher eben auf Tour gegangen sind. Du bist bei Atropos gewesen. Hast du nicht Aber gewusst? bevor ihr auf Tour gegangen seid, also ich bin 2013 bei Tropas gewesen. Bruder. Also ist das überhaupt legal? Wir wären wahrscheinlich die besten Kollegen geworden, wären Ja. schon dort dabei Ja, gewesen. wir haben das einfach abgewichen. Krass. Ja. Ich habe es nicht gewusst, I'm sorry. Ja, nein, allerdings. Revelation im Fall. gerade. Das muss man nicht wissen. Nein, ich meine, Atropas ist einfach eben, der Mama ist ein Sonnentalent im Fall. Das ist auch so eine talentierte Menschen. Brutal. Und ich bin so unterqualifiziert gewesen, als ich dort angefangen habe. Und ich so wie, what the fuck? So wie,
Und dann meinen wir so, ja, weißt du, das ist ein Klick. Das ist ein Klick, das sind Modes, das sind die Noten. Und ich so einfach so, what the fuck, man, du. Bei Noten wäre ich schon, ich so, hey, Bro, Aber schön. von Meme habe ich quasi, also von Atropa selber habe ich nachher quasi gelernt, wie eine Band sollte auf die Bühne sein. Also du sollst wirklich der pünktlich sein, du sollst Respekt vor Zahlen sein, du sollst so schnell wie möglich aufbauen, so schnell wie möglich abbauen, dich bei allen bedanken, kein Rockstar-Bullshit oder wirklich so Profi und auch einen guten Eindruck hinterlassen und that's it. Oder ich meine, und das habe ich von Atropas gelernt. Und ich bin ein dummer 18-Jähriger oder 19-Jähriger damals gewesen, der keine hatte. Das sind wir doch alle gewesen. Eben, gell? Und das ist cool, dass er sich das können von den Jungs dann lernen. Und, Das ist nice. Wirklich für jedes Projekt nach dem ist geblieben. Aber das ist wirklich viel wichtiger für das, dass du wieder gebucht wirst, wie deine eigentliche Leistung dann auf der Bühne war. Ja, absolut. Ja, ich glaube, es ist ein Ding von beidem. Oder? Ja, ich meine, aber das andere ist wird unterschätzt von vielen. Ja, vor allem, also wenn es natürlich eine grottenschlechte Liveband ist und einfach wirklich Hacke voll, die ganze Band Hacke voll ist und tönt wie Mötley Crüe live, dann ist es natürlich etwas anderes. Aber wenn du jetzt einfach mal so quasi einen schlechten Tag hast und halt einfach nicht gerade 100% von deiner Performance hast, sondern nur eine 88, dann wird keiner sagen, ja, nein, die buche ich nicht mehr. Ja, voll. Ja. Ich meine, man vergisst aber, die Rockstars vom Ganzen sind Bookers. Und die Leute, die die Shows kommen. Natürlich, ja. Das stimmt nicht so. Und Mischer. Ja. Eigentlich alle anderen, Mann. Ja, wirklich. Sehr ehrlich. Nein, wenn man zum Beispiel von neuen Bands redet, also wir kennen eigentlich nicht alle die Bands, die jetzt neu anfangen, ob sie vielleicht vorher andere Bands sind. Aber ich denke zum Beispiel A Lost Game ist für mich eine neuere Band. Polar Shift natürlich, oder gibt es auch nicht so lange. Oder? Gut, Shieldbreaker gibt es schon viele. Wann haben sie angefangen? 2018 oder so? Maybe. Sorry, Lo. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, sie sind neuer, als ich denke. Und sonst hörst du immer wieder von so Bands, jetzt habe ich den Namen nehmen. Oder Bands, die du mal hörst und vorher noch nie gehört hast, aber die gibt es seit 10 Jahren, oder? Das ist aber auch etwas. Hast du ein Beispiel? Gut, ich meine, Henry B. habe ich kennengelernt, wo wir mal zusammen gespielt haben, 2018 oder so, aber vorher habe ich noch nie von denen gehört. Ist das nicht mit uns gewesen? Nein. Das ist doch mit, wie heißt die andere? Atlantic Chronicles oder so? Atropas und mir. Das wüsste ich nicht. Also das ist im Zug, in der Industrie 45. Habe ich ein paar Mal gespielt, aber... Ja, okay. aber nein, ja, egal. Ja. Was ich weiss, ist, ich bin mal mit der Truppe als Opener für Dream Shade. Mit Safe Less... Nein, Safe Best? Maybe, aber mit damals Searching for Diamonds, wo der Gino war. Searching for Diamonds. Searching for mit dem Thymian. Der Thymian, ja. Whiteout ist 50% Searching for Diamonds. Eben, schlussendlich schon, ja. Hey, Defender war auch 20% Searching for Diamonds gewesen. Der Matt war dort Bassist gewesen. Ah, was? Ja. Shit. Krass. Ja, eben, ist so lustig. Was jetzt So connected. Eben, ist crazy. Ich meine, also ich habe auch eben nach Atropas habe ich halt viel Rock gespielt und dann eben mit Whiteout zurückgekommen in der Metal-Szene sozusagen. Ich habe irgendwie Moshpits vermischt, wo es damals noch Moshpits gegeben. Der Ricky so, Geld oder Moshpits? Jawohl! Dann bin ich zurückgekommen und ich sehe Leute am Kicken und ich so, what the fuck happened here? Aber ja. Ich finde es aber schon geil. The world has changed. Ja, geil. Ja, wirklich. Nein, aber alright. Vicious Rain, die Idee. Wann würde ich spezifisch sagen, haben die so gesagt, so, hey, machen wir das oder machen wir das nicht? Der definitiv ein State gehabt. Alright. Das Baden? Peewee? Nein. Wir sind ins Restaurant gegangen, richtig? Ja, wir sind zusammen asiatisch essen. Asiat, in welchem Sinne war? Wie heißt der im Smiling Fish. Ja. Das ist mein Go-To-Asiat, das ist super. Das ist gut. Wir haben ein Date gehabt, an einem Zweiertisch, Candlelight. Das ist nicht der Sushi neben dem Henry, oder? Oder wie heißt es? Nein, das ist literally am Bahnhof. Ja, das ist am Bahnhof, ja. Auf der anderen Seite, das ist am Bahnhof, wenn du beim Coop raufgehst. Yep. Dort, Das ist nicht ein Keopladen.
Nein. Nein, auf der anderen Seite. Du bist auf der Wenn du richtig falschen drauf Seite. willst, gehen, ja, dann- Du Okay. meinst den Memo. Ich bin nicht so lange, Ja. nicht so lange im Baden. Dort, wenn du ins Werk gehst. Ja. Wenn du von Zürich her fährst, links weg, Mhm. Bahnhof rauf, Ja. Asia-Shop. Kannst du deine Thai-Currys kaufen. Alright. Schon nicht Beste Leben. gut, alright. Also, romantisches Date, Candlelit Dinner. Ja, und dann haben wir so ein bisschen angefangen, also ein bisschen konkreter reden, so was wir, eben, Mauro hat ja vorher schon gesagt, dass wir immer gesagt haben, so, ey, machen wir doch mal eine Band und so, weißt du, wie geil. Ja. Und eben, ich hatte Zeit gehabt und eben der Mauro hat so ein bisschen den Wunsch gehabt, so eben mit Singen und eben andere musikalische, oder sich anders musikalisch zu verwirklichen. Und dann haben wir gesagt, Wie hast du den Sound vorgestellt und erklärt, sagen wir so? Hast du ein paar Bandbeispiele gehabt oder so? ich glaube, es war wie nie etwas Verbales gewesen. oder Voll, so. irgendwie voll nicht. Es war einfach Ja. gewesen, hey, nein, glaube Ja. nicht. Also ich habe mir nie vorgestellt, was es genau wird sein. Mhm. Es hätte alles können sein. Ja. Aber ich habe einfach gewusst, ich wollte Dave haben. Und ich wollte, aber es soll beides sein. Es soll Ja. für Leute, die gerne härtere Musik haben, soll es etwas sein, aber es soll auch Leute, die zum Beispiel die Musik nicht so hören oder Mhm. so, dass es vielleicht ein Gateway könnte werden Mhm. in die Musik. Ja. I don't know. Es ist mir der Wunsch gewesen, einfach Musik zu machen und wieder mal oder neue Sachen zu schreiben. Und vor allem, was wir immer gesagt haben, wir tun uns nicht in ein Genre eindingeln, sondern Alright. also wenn wir jetzt irgendeinen Song würden raushauen, der komplett anders ist, like that's on purpose. Cool. Also wir haben bis jetzt noch nie irgendwas geschrieben und gesagt, hey nein, was ist schon Vicious Rain? Das, Mhm. das, Ja. das, was wir schreiben, ist Ja. Vicious Rain. Und Mhm. ich glaube, das ist mehr so der Ding gewesen, let's just try and have fun Mhm. with it. Ja, voll. Ja, Ja, und gut, halt du einfach hast die jetzt live gesehen, ich habe die noch nicht live gesehen. Ich Ja. habe jetzt nur einen Song the gehört. verdict. Ja. Ich habe eben an dem Tag habe ich gerade, ich hätte können Unterricht schwänzen, aber ich habe den Unterricht eben schon zweimal Nein, Ricky, geschwänzt. das ist gut. Das Und ich ist, hätte mindestens Anwesenheitsgrad nicht geschafft, wenn ich an dem Gig wäre. So, ich muss dem Fall mal recht. Du hast vorher gerade gesagt, dass du von Atropos gelernt hast, dass man pünktlich ist, dass man höflich ist, dass man seinen Job macht und dann heimgeht. Ja. Du hast jetzt auch deinen Job gemacht, bist heimgegangen, ich auch meinen Job gemacht. Voll. Bin Aber ich ja, ich wäre voll dabei. habe sicher nicht ein Bier oder 3-4 zu viel gehabt am Abend. Ja. Aber ich habe es trotzdem gut gefunden. Hast du nicht gebadet? Mann, wir sind gebadet, wir haben es richtig Alright, geil. perfekte Dynamo. Wir haben Super. perfekte Werk 21 Abend gehabt. Wir sind an, haben ein Bier getrunken, sind baden, haben uns gefragt, kann man mit einem Bier in der Limit bis zum Werk 21 schwimmen? Mhm. Es geht. Es ist schon anstrengend, weil du einfach einen Arm aus dem Wasser musst haben. Alright. Das alright. geht. Cool. Und ja, dann haben wir 3 Bands gesehen. Fuck, wie hat es jetzt schon wieder geheißen? With Heart. Ja, With Heart, Cancel. Cancel und Dings. Ich muss. Und Dings. With Heart, Cancel und da die Dings. zwei werden Dings her. rumsagen, ja. Und ja, also ich muss sagen, ich habe also erstens mal eine grandiose erste Band gewesen. Also gut, das ist jetzt nicht so auf euch bezogen, aber Cancel hat mich mega weggehauen. With Das sind Heart super ist auch so gewesen. leicht gewesen. Cancel hat mich wirklich, es hat mir wieder mal so es ist mir wieder das Herz aufgegangen, es ist einfach mal so etwas rohes, Raw. Ja, unnötiges. einfach in die Fresse. Fresse. Einfach in die Das war richtig Fresse geil gewesen. gewesen, ja. Ja, das war wirklich geil gewesen. Dann With Heart ist gut gewesen, nicht so mein Sound. Und dann habe ich, ja, dann ist, Zu dann viel ist Bier gehabt. nein, das ist dann während euch gekommen. Aber nicht wegen euch, sondern mehr einfach mit den Kollegen so, willst du auch noch etwas? Und ich so, ja, kein Bier. Und dann kommt zurück, hat mir ein Bier an. So. Ah, du hast gesagt, kein Bier. So. Danke. Ja. Nein, und dann ist es ist wirklich stabil gewesen. Sehr, sehr, sehr geil gewesen. Ich habe endlich wieder mal Dave seine Vocals gehört. Danke vielmals. Nach einer viel zu langen Zeit. Mhm. Er macht immer noch alles, was er früher gut gemacht hat, nur noch ein bisschen besser. True. Mauro, seine Vocals habe ich hure geil. Das hat er aber auch schon geschrieben, wo ein Single rausgekommen ist, dass ich deine Clean Vocals saumässig geil finde. Mhm. Ja, ich Merci. meine, eine Merci Sache vielmals. ist, die aufzunehmen mit Melodyne, eine ist nachher live zu singen. Oder? Das ist schon. Sicher nicht meine beste Performance gewesen, aber I'm getting there. Bella, Ist so lieb gewesen. alright. Ist wirklich gut gefunden. Ja, nein, es ist wirklich hure geil gewesen. Es hat alles gehabt, was so eine Show braucht, so eine Metal-Show. Es hat Sing-Alongs gehabt. Gut,
zum Fernsehen, die meisten Sing-Along-Parts sind ein bisschen versandet, weil halt einfach keine Songs kennt. Ja, aber der eine Song, den wir kennt, haben die Leute sogar mitgesungen, glaube ich, so wie ich es mitbekommen habe. Das ist crazy gewesen. Es haben wirklich Leute mitgemacht bei dieser Single, die wir rausgebracht haben. Das ist richtig geil. Ich hatte ein bisschen Hühnerhaut, ein bisschen Pipi in den Augen. Ich bin echt geil, Alter. Nice. Das ist ein sehr catchy Chorus, muss man auch sagen. Ja, das ist so. Das ist wirklich sehr ein catchy Chorus. Also wirklich, es war ein Geteilgespiel, der klopft. Ihr habt vor allem du als Publikum sehr gut im Griff gehabt. Oder Mike angefangen hat zu hackeln. Ich weiß auch nicht, wir haben mal so einen Banter gehabt, wo ich weiß auch nicht, was es war. Auf jeden Fall hast du gesagt, er soll den Song ansingen oder irgendetwas. Und dann ist irgendwann mal so kurz nicht mehr so gegangen, da der Mike hinein oder einfach so, der Mike, unser Mike von Anthem for a Dying Day, einfach so, mach mal! Ah, das war er. Das war er! Ja. Du hast mich sogar noch gefragt. Hey, Wer ist das? Du so, Bro, wer hat das gesagt, Mann? Da gehen wir jetzt suchen. Und ich so, ich habe es gar nicht gehört. Er so, mach mal! Und dann du schaust so, wer hat das gesagt? Und ich so, oh, jetzt ist das Schlägerei. Nein, und dann der eine Song, wo ja glaube die nächste Single wird, wenn ich es richtig verstanden habe, hat ja noch so einen Mitmach-Teil gehabt, oder? Mhm. Ja. Vielleicht? Mhm. Das habe ich auch krass. Also das hätte ich nicht damit gerechnet, dass die Leute so gut mitmachen. Hey, im Fall mir auch nicht. Es ist recht. Der war fast crazier gewesen Ja, als voll. Devil and Lovers. Ja, wirklich. Damn. Voll. Ja. Es war eine gute Show gewesen. Hey, merci Ja, vielmals. danke vielmals. Also uns hat zusammen mega Spass gemacht. Ja, es hat vor allem mega gut da wieder. Auf Voll, der Bühne. also Also du bist glaube schon länger nicht mehr Mhm. so richtig auf der Bühne gewesen. Wann warst du Wenn das letzte Mal auf der Bühne gewesen? Also richtig eine Show gespielt und ganz, ich glaube, im Oktober, November 2019 gewesen. Damn! Ja. Ja. Das ist schon was will ich. Ja. Jetzt bin ich mir nicht. Mhm. Ja. Wie hat sich gefühlt? Hey, mega gut. Nein, es ist wirklich so mega katharsisch gewesen. Du hast halt, ja, wir sind jetzt halt auch recht lang so ein bisschen auf Vicious Rain auch gehockt, oder? Mhm. Also, und das ist alles halt so zusammengekommen, dann nach der Show haben wir uns auch alle so fest umarmt. Das ist mega. ja, das Mega war ein schöner schöner Moment. Moment gewesen. Ey. Hey. Ja. Voll. Ja, das ist wirklich einfach super, mega Spass gemacht. Mega, es ist auch wieder so ein Feuer. So. Mhm. Es ist schon ignited gewesen, aber es ist nochmal Ja. so, Ja. es hat nochmal so richtig Benzin nochmal reingegossen. Es hat sich ein bisschen angefühlt wie so ein Familientreffen. Ja. So irgendwie, ich weiß auch nicht, voll, also ja. mal, ich weiß wieso, weil es sind halt einfach die gleichen Köpfe wie voran bei euch noch Konzerte immer rum waren, aber es ist auch wirklich so, es sind alle dabei gewesen, es hat wieder Spass gemacht, es ist wieder mal so. Ja, also mega. Es war auch schön gewesen, dass für so eine erste Show für, ich meine, With Art auch die erste Show gehabt. Mhm. Ja. Eben, das sind alle Songs, die die Leute halt nicht kennen. Und dass so viele Leute auch da waren, so am Dienstagabend Mega, im Sommer und so. Mhm. Und die Leute haben so mit. Es hat pur gut da wieder zu spielen. Mhm. Gesehen, dass die Leute like, they care. Mhm. Und ja, vor allem für uns auch, wir hocken seit einer Zeit auf Vicious Rain und so, und dass wir mal einfach auch die Single, die wir draussen haben, mal dürfen live spielen und so. Und das Feedback bekommen von den Leuten, eben, wie sie mitsingen im Chorus und wir müssen gar nicht mehr singen, so das ist schon crazy, crazy. Ja, dann merkst du halt, dass der Song gut geschrieben ist. Mhm. Also so, weißt du, wenn du so eben, was du ja immer gesagt hast, so eben Leute sagen dann, oder du, ich weiß nicht mehr genau, wer von uns vorher gesagt hat, aber eben Leute sagen dann nach der Show schon immer, boah, es ist mega geil gewesen, aber eben so, gut, das haben wir vorher glaub, gesagt, wo wir gar nicht aufgenommen haben. Aber egal, weißt du, dass quasi merkst, dass Leute sich damit befassen, eben wenn jetzt Leute wirklich einen Song mitsingen und du hast die erste Show, du performst den Song das erste Mal und die Leute singen dann mit, dann hast du ja wie quasi das beste Feedback dafür, um zu wissen, dass der Song gut ist. Also ich habe legit Gänsehaut gehabt. Ich weiss, ich habe mich umgedreht und der Sebi von With Heart, der Sänger, ist Sidestage, ist 21, ist in einem Film gewesen. Ich habe nachgeschaut und ich einfach so zu ihm so crazy. So. Das war schön gewesen, ja. Jetzt hat Bock gemacht auf mich. Ja, voll. Auf viel Nein, mehr. wirklich, ja. Jetzt haben wir wirklich wieder Blut geleckt. Also, Und was ist der nächste Konzert? Das erste Konzert? Ja. Dave? Was ist das nächste Konzert? also ja, außer das kommt noch irgendwie eine spontane Show, ist das nächste Konzert Summer Breeze. Bruder! Das ist, ja. Aha.
Alright, kommen wir mal auf das Also Thema. weißt du, das heisst, wenn du eine Band willst gründen, musst du einfach den Dave hineinnehmen, weil du spielst echt so eine Local Show, dann am Grenichen, dann spielst du so eine Local Show und dann am Summer Breeze. Ich sehe da. Ja. Ja. Path to Success. Nein, aber ich bin sehr gespannt, Danke, Dave. wie es hinter der Kulisse gelaufen ist. Weil, eben, ihr seid ja mit dem recht grossen Announcement gekommen, oder, wo ihr mit der ersten Single, glaube ich, war, wo ihr gesagt habt, hey, A Rising Empire, oder? Wo sind die? Germany. Sind Deutsche? Yes. Alright. Welche andere Bands sind im Label drin? Hey, Landmarks. To Date, Landmarks, Resolve. Mhm. Alright. Lionheart. Our Mirage. Ja, Half Half Me. Me. Kennt ihr Half Me? Nein, das haben wir nicht. Super, ja. Muss ich gut checken. Future Palace. Ja, Future Palace liebe ich, Alter. To Die Kill haben a das Killers. Werk. Ja, Ja, voll. To Kill a Killer spielt. mit, ist mit auch bei- Venues. Venues, ja. Ich bin so hässlich, dass Future Palace dann im Projekt gekommen sind. Hey, aber sie spielen im Dezember mit Venues im Werk. Alright. Musst gehen. Das Das ist Ja, ja wirklich. Hast nicht du das gerade gesagt? Doch, doch. Ah, Ah, sorry, ich hasse den Fall. Das Weißt du, ich habe dich gemutet auf mich. ja, habe ich auch. Ich höre mich selber nicht. Nein, weil ich weiss, wo wir am Parade gemacht waren für den Projekt, so, ich habe die Bands mal gecheckt, die ich nicht gelost habe. Und Future Palace habe ich einfach Ja, gelost, die wie im sind Blöden, mega. wie Boston Manor. Und einfach Ja. so. Und nachher haben sie gesagt, nein, sie kommen nicht, weil sie mit Eskimo Electric Electric Callboy. Callboy auf Tour gegangen sind. Editing Famous kommen. Verdammt. Aber cool gewesen. Gut, ja. zum Fair sein, wahrscheinlich Smarty Choice gewesen von der Band. Ja. Ja. Ich meine, so die schwedischen Bands, Aviana, Stimmt. Awake the Dreamer, Mhm. Oh, damn, die sind alright. all Imminence, die sind eigentlich alle bei Rising. Imminence, hast du gesehen? Imminente. Ja, Sie. Imminence, ja. Pavel Ja. Juppi. Ah, ja. Das ist noch. Krass. Also, es ist- Ja, es sind Only viele super Bangers. Bands, ja. Bangers, jawohl. Und wie ist das entstanden gekommen? Hey, es ist eigentlich überhaupt nicht spektakulär. Also wir haben eben das letzte Jahr sind wir ins Studio gegangen, Mhm. haben Songs aufgenommen, haben ein Video mal gedreht und Mhm. dann haben wir es Wann ist es wieder gedreht worden? im November Yes, 2022. Alright. Also in dem Fall schon recht voran. hä? Eben, ja. Ja. Mhm. Ja, Darum eben, was weißt du, draufhocken. Ist eben gut, Ja. ja. voll. Dann Also, hast du es schon parat. wenn Ja, du musst. absolut. Eben. Wenn du so denkst, Schwierig. für uns ist es halt ein Prozess gewesen, oder? Weil Ja, dann kommt es dir gar nicht so lang vor, weil es passiert immer etwas. Mhm. Aber ja, wir haben dann ein Video aufgenommen, ein cooles EPK zusammengestellt, also Mhm. ein Presskit, wo wir halt einfach. Erklärst du mal für junge Bands, was ein EPK ist? Das hätte ich früher auch gerne gewusst, was das ist. Ja. Masterclass.com. erklärst du schon mal für die Hälfte vom Das wird ein sehr teure, das wird ein teure Podcast. Ja. Ja, es ist. Nein, es ist basically einfach so eine. Es ist wie ein CV oder eine Bewerbung, weißt, Mhm. wo du dich vorstellst als Band, einfach so kurz in ein paar Sätzen, wer du bist, was du machst, Alright. was halt es ist also ein bisschen so ein Selling Sheet, also weißt, wo du wo du halt ein bisschen beschreibst, wieso man dich buchen oder Mhm. nehmen oder mit dir zusammenarbeiten. Wie tust du das formatieren? Hä? Wie tust du das formatieren? Hey, das kannst du machen, wie du willst. Du kannst Alright. eine Webseite machen mit einer Landingpage. Ja. Mhm. Kannst Kreativ sein. Du kannst ein Word-Dokument machen und Mhm. Text rein tun und Links. Also wir haben ein interaktives PDF gemacht. Alright. Wo du halt wo man halt wie die Bilder so, ja, so ein bisschen wie bei einer App, weißt du, Mhm. steht Press Here für das Musikvideo, drückst drauf und es geht der Browser auf und du kannst irgendwie erst den Dropbox-Link. Mhm. Ja, voll. Und dann haben wir irgendwie so einen Link zu Pressefotos, zu den 2 Singles, die wir aufgenommen haben Mhm. und zum Video. Ja. Wo hast du Pressefotos hochgeladen? Dropbox Ist Oder wo du Drive. draufgeklickt hast, bist du auf Dropbox-Link Ja, gegangen. genau. also bei uns ist Drive. ist Drive. Ja, Okay. Drive, alright, Ja. alright. Aber Same- ja, das ist auch so same etwas, da würde ich auch schauen, dass alles aus dem Gleichen kommt. Also weißt du, dass nicht irgendwie Mhm. etwas ist ein Dropbox-Link, etwas ist irgendwie ein Album auf der Mhm. Facebook-Seite. Das andere ist ein Retransfer-Link. Ja, Mhm. ja, nach so einem Alright. Tag läuft Also- der Abfall. für jüngere Ja. Bands oder Bands, die neu anfangen, was hast du für verschiedene Segmente in einem EPK? Ja, wir haben eigentlich einfach den Bandnamen, Mhm. oder? Eigentlich, ich glaube, so, das Mantra ist so Ja. das Wichtigste, kurz und bündig. Alright. Wer bist du? Mhm. Wie heisst ist, like,
eventuell, was machst du gerade für Musik? Ganz kurze Bio, nicht ein Tolkien-Buch oder so, sondern nur, kurz. hey, wir machen das, vielleicht noch kurz, hey, für was ihr steht, whatever, einfach ganz kurz, weil je mehr Texte, desto weniger also Values, kurze Bio. Rasch Promo, da ist unsere, und vor allem die Musik, so, hey, ich habe das Gefühl, die Leute haben sowieso nicht viel Zeit und sie wollen draufklicken und einfach schnell an das herkommen, was sie wollen. Alright. Ja, es ist etwa ähnlich wie das, was der Roman und der Joel immer erzählen bei ihrem IMS-Podcast. Genau, ja. Du musst einfach schauen, dass du mit möglichst wenig Klicks die Leute zu dir bringst, weil Messi für die Jungs. Highlight. Du musst auch immer überlegen, was ist der musst du aus der Sicht vom A&R-Typ vom Label oder vom Booker oder vom Veranstalter, vom Manager, mit dem du zusammenarbeiten willst, musst du einfach immer schauen, was muss der haben. Welchen Grund hat der jetzt mit dir zusammenzuarbeiten? Und die Infos muss er gerade kommen, weil der bekommt irgendwie 50 Mails am Tag. Ja. Und dann, wenn er irgendwie, eben klar, du kannst halt auch einfach alles als eine E-Mail schicken mit langen Links und so. Aber wenn alles nur so ein Text ist, dann ist halt die Chance, dass du es überspringst. Oder vielleicht ist jemand halt gutmütig und schaut alles an, aber wenn es dann nicht 100% das Heftigste ist, was er gehört hat, dann ist halt die Chance klein. Also, aber wenn er halt merkt, hey, look, die nehmen sich Zeit, die checken ein bisschen einen guten Workflow oder was ist ein guter Weg an Kontakt zu kommen oder nicht mal Kontakt, sondern ist ein guter Weg, mit anderen zusammenzuarbeiten und zu kommunizieren. Ja. Und ja, wenn du einfach so ein bisschen immer das im Kopf hast, und jetzt nicht mal irgendwie mit grossen Kalkül, strategisch, sondern halt einfach, wie machst du den Leuten auch einfach? Ja. Dann ist eigentlich, das ist einfach das Wichtigste, finde ich. Und dann haben wir einfach das E-Mail rausgeschickt, so quasi fragen, da schauen, oder haben wir schon im Voraus irgendwie mit denen Kontakt gehabt oder so? Jein, also ich meine, die Fender gibt es jetzt auch schon seit es lang gegeben. Ja. Ich meine, irgendwann lernst du auch viele Leute kennen und so, aber es ist mehr so, es ist nicht das, wo man kennt sich mega gross, sondern man weiß einfach, wer, wo, wie die Leute sind und dann hat man einfach ein Mail rausgeschrieben und dann, wenn du Glück hast, erinnert sich jemand noch an deinen Namen oder so oder die Band, die du gehabt hast oder whatever. Und ich glaube, es ist einfach bei uns Glück gewesen, im richtigen Moment haben wir etwas Gutes rausgeschickt. Also ja, Gutes liegt im Auge vom Betrachter, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, aber eben, ihr habt es auch rausgeschickt. Ja, es gibt aktiv. Es gibt sehr viele Bands, die halt so Zeug dann einfach nicht machen. Ja, die Frage ist, ob es kommt darauf an, was du als Band willst, gell? Ja, voll. Also, wenn du etwas willst und nichts dafür machst, dann kannst du noch lange warten. Aber du musst, wenn du als Band ein Ziel hast, oder, ich meine, du musst ja kein Label haben oder irgendwas, um deine Musik rauszubringen. Ich meine, Paleface, beste Beispiel. Also, wir haben aber aktiv einfach Mails rausgelassen. Und dann haben wir Glück gehabt, dass das Label, wo wir alle auch recht mega Fans sind, hey, zurückgeschrieben hat. Und so, hey Jungs, was geht? Also sie haben einfach die Initiative ergriffen. Yes. Und wann ist die Antwort gekommen? In der Timeline? Es ist einfach länger gegangen. Also, es sind noch mal ein paar Mails hin und her gewesen, so mit, es ist nicht gerade direkt halt, hey, schau, da sind wir, genau, und dann so, ja, da ist der Vertrag. Das ist noch, sondern es ist so, hey, erzähl mal ein bisschen mehr, dann kannst du eben ein bisschen mehr erzählen. Und, und dann irgendwann ist einfach das Mail zurückgekommen, eigentlich, wo man muss so sagen, wir haben nicht gewartet, dass jetzt irgendjemand zurückschreibt und sagt, hey, let's go, sondern wir haben gesagt, hey, cool, wir probieren es. Und sonst machen wir wieder alles allein. Und, also easy, like, we've done that before, wir wissen, wir machen. Ja. Und dann ist plötzlich irgendein, wo man so fast halb vergessen hat wieder, ist so das Mail kommt. So, what? Wann ist das so etwa? Die Release? Bro, wann ist wieder Release? März, also ich glaube im Februar, Ende Februar ist das, weil wir haben den Release auf Anfang März angedenkt. Es ist etwas im Februar eigentlich. Ja, Ende Februar so, ja. Wann ist der Song noch rausgekommen? Nicht im März. Ende April.
Ist es nicht Oder? März gewesen? Nein, es war Ende Nein, März. stimmt. Nein, Ende es März, ja, voll. Ja, es ist eine Woche nach dem Champions of Stimmt. Betrays of Kawigama gewesen, weil ich Ja, glaube, voll. dort Tier und Tier wieder auf das Tier auf das Sack Stimmt. gegangen Ja. bin. Das Die ist sind schon einfach mit so einem gegründet. Grinsen gewesen. Ja, so, am ich kann nicht Wochenende. erzählen, Und ja. er so, Bro, wem darf ich es erzählen? Ich so, gar niemandem, Mann, gar niemandem. Er so, bitte. Ich glaube, an dem Abend habe ich auch noch gesagt, so, ja, was läuft? Ich sehe dich so im Instagram das Shit am machen. So, nur so auf so einem Grinsen. So. Also Aha. ich kann dem Brudi Label läuft. sagen, sie haben es niemandem erzählt an dem Abend. Mhm. Der Mara hat sich zwar Huren zurücknehmen, aber sie haben Nein, es gar niemandem nicht. erzählt. Nein. Nein, Nein, doch, auf jeden Fall Ich glaube, er easy. hat's- Ich so. nein, aber du hast mir gesagt so. Warte nur. Ich habe Warte gesagt, nur. keep your eyes Warte. peeled. Ah, stimmt, irgendwie so etwas. Ich glaube, der Tim hat mir etwas gesagt. Der Team. Ich glaube, er hat etwas gesagt, aber ich glaube nicht fest, nicht fixes oder so. Brudi, seit wann ist der Team bei Ihnen? Nein, aber der Tim ist bei einem Konzert gewesen. Aha, schon. Ist der Team auch am Konzert gewesen, Ja. wo er gespielt hat selber? Ja, genau, ja. Weißt du, was lustig ist? Mir ist gerade im Sinn gekommen, ich habe das scheiß Tourlicht nicht eingeschaltet. Fuck, sorry, ich muss die ganze Episode nochmal aufnehmen. Das kann Also der gut, Ricky wir haben jetzt nicht. Zeit. Das ist das zweite Mal, wo das passiert hat, weil es ist gerade neben der Tür und wenn wir die zumachen, ich vergesse, dass es existiert. Aber es sieht nicht schlecht Es sieht gut aus. Nein, es Ja, sieht tiptop aus. Ich habe noch gedacht, wie ich soll fragen, ob du es absichtlich gemacht hast, aber dann wieder gegen Es ist, es ist Artist. und einfach mal gewartet, wie lange es geht, bis du es merkst. Es ist viel länger gegangen, wie erwartet. Ich hätte Ja, gedacht, so 15 Minuten in merkst. Ich habe wirklich auch gerade gedacht, so 2 Stunden. Er ist so in der Materie drin, genau. dass er. Ja, voll. Das ist gut. Das ist ein Voll, gutes voll. Zeichen. Das ist wirklich, ja. Das ist einfach Und also, obwohl er es die ganze Zeit anschaut, Alter. Ja, egal, ich meine, wirklich. Alle, die jetzt auf Spotify zulassen, denken sich, über was schnurren die. Ja, Du meinst, auf Ja. Spotify zuschauen? Fair. Fair. Kannst du ja mittlerweile nehmen. Ich bin ja völlig verwirrt gewesen. Ja. Der Ricky so, weißt du, mach einen Videopodcast für Spotify. Ich so, Ja. Wait, what? what? Aber ich finde es noch interessant, Video-Podcast. Ja, es ist super, weil du wirst einfach am Greenfield als Cervela angeschnurrt. Ja, stimmt. So, ich schau, dort ist Cervela an. Ich so, wo? Keine Das Ahnung. ist geil, das ist geil. Nein, aber eben, ich meine, es ist schon recht Überraschung gewesen. Also nichts haben die, ich habe irgendwie Single und Videoclip gleichzeitig rausgelassen, nicht? Also Ja. das Video und Tag vor der Single nachher auf allen DSPs. Das war Mittwoch, Mhm. gewesen, oder? Nein, Donnerstag. Ich habe auch das Gefühl, Donnerstag, aber ich. Donnerstag. Right. Ja, ich hätte jetzt gesagt, Donnerstag Videoclip, Freitag Aha, Song auf allen DSPs. macht Sinn. Ja, macht Sinn. Ja. Ja, schon krass. Krass. Ich habe heute noch gecheckt, 56'000 Streams Spotify für einen Song. Ist not too shabby, Ja. man. Also vor allem auch eine Band, die niemand kennt. So, Ja, ja. also, ja, cool. Voll, Also, recht wirklich ja. Gas umgeben, Mann. Und Ja, und auch, ich glaube, was ich mega gefühlt habe, sind so die Reaction-Videos, Ja. wo plötzlich irgendwelche Leute auf YouTube Reaction-Videos hochgeladen haben und den Song einfach gefeiert haben. Und ich schaue so gerne Reaction-Videos. Ich finde es so cool, wenn Leute reacten zu etwas. Mhm. Und du siehst so eben ihre ehrliche Meinung, je nachdem, wie ehrlich das ist. Aber so, das habe ich hure cool gefunden. So, wenn du das die ganze Zeit im Gruppenchat, hey, habt ihr den schon gesehen, der vor 10 Minuten Upload? Weißt du, so, wirklich. wirklich. Hey Jungs, gerade schauen und so. Und Weißt du, das Video hat so irgendwie 8 Aufrufe und so 4 von denen Ja, mehr. sind So da, geil. Voll. das ist Ja. schon cool, ja. Mhm. Voll. Das ist geil, Mann. Nein, weil ich muss sagen, eben ein Song, Summer Breeze, jetzt ist Summer Breeze in England. Deutschland. Deutschland. Siehst du, ich habe keine Ahnung. Wo in Deutschland? In Dinkelsbühl, glaube ich. That is true. Also, Ja, wahrscheinlich das ist Summer Breeze im Norden, oder? Summer Breeze. Ja, es Summer ist eben, Breeze, es ist Bayern, aber nein, so dann ist es- eine Stunde von Stuttgart. Ja, Also aber dann es ist ist es mega unten, weit. Ja, es ja, ist ich eine habe gemeint, Stunde. es gibt ja zwei, Full Force und Summer Breeze, was so Ja. ein bisschen Metal-Festivals sind, neben Wacken. Mhm. Ja. Und das eine ist ja oben und das andere ist unten. Ich habe Ja. halt nicht gewusst, wer es ist. Mhm. Ja, crazy. Und wann ist der? 19. August spielen wir. Also etwa einen Monat und einen halb. Ja, mega hyped. Boah, ja. Wirklich. Das ist aber auch ein geiles Festival, ey. Mega hyped. Wer spielt das heute? Also an unserem Tag, also dem, was wir spielen, spielen ein paar vom Label Army Ja. Raj, Have Me, To Kill a Killers. Ja, Silent Ardor Silent spielt Ardor, am gleichen stimmt. Tag. Also wird auch nice, so der Tizi von Silent Ardor so besuchen. Ja. Geil. Killswitch Engage. These spielt- Nuts. These Nuts. Oder? Ja. These Nuts. Hey, sonst, ich weiß Also In Flames spielt. Ja. Aber es ist halt nicht so into Melodic Death Metal. Ja.
Aber es ist am Festival, spielen noch Stick to Your Guns. Beartooth, While She Sleeps. Ja, glaub While ich. She Sleeps. Damn. Wann spielt ihr? Welcher Tag? Am 19. August ist ein Samstag. Bester Tag. Ja. Geil, Mann. Ich habe gehört, Metal Server kommt vorbei. Ja, wird schwierig, aber... Muss man schauen. Du musst schon. nicht deine Uhr anschauen, du musst dein Portemonnaie anschauen. Nein, mein Sportmann ist nicht das Problem. Mein Mountainbike-Rennteam ist das Problem. Stimmt. Ja, das ist mein erstes Mountainbike-Rennen dann. Sick. Ah, ist dort? Ja, abgesehen von dem Funrace, den wir am Samstag gemacht haben. Aber ja. Ja, Vollgas. Hey, Summer Breeze, eben, ich habe mal das Line-Up angeschaut und ich habe das Gefühl, es ist so ein bisschen das Grenchen von Deutschland. Es ist so Nur, nicht dass so... es einfach Ja, es ist schon... 50 times. Ja, das schon. Bigger Aber ich meine, is- wenn du jetzt mal überlegst, wie gross das Deutschland ist. Aha. Und so wie ja, gross das okay. Rock am Ring ist. Ja, gut. Und so, weißt du, so ein wirklich grosses deutsches Festival, das ist Summer Breeze eigentlich, wenn ich es nicht verwechsle, schon ein klein, aber halt auch nicht. Das ist mittelgroß, ja, voll. Es ist halt... Okay, ja, weißt Weißt du, du, was Rock du am meinst, Ring ja. ist halt mehr auch... Das ist so mehr so der Mainstream-Festival, hätte ich jetzt gesagt. Das spielt halt alles. Ja. Und Summer Breeze ist mehr so, like, da Metal-Stuff, so mehr so... Ja. Ja, eben, also wirklich wie Genre. Grenchen. Ja, Ja. fair. Alright. Damn, ja. Hast du einen geil, Mann. Also eben, congratulations, Dudes. Richtig, Nein, richtig merci viel, viel Ja, eben, wir haben jetzt kurz noch von Gründung bis Summer Breeze noch ein bisschen etwas auslassen. Ja. Genau. Ja, Darf ich das machen? Oder willst du? Darf ich ja, fragen? Nein, also ich glaube, ihr tut sicher ankündigen, wenn ihr etwas Neues habt. Da wollte ich auch nicht pressen, so Keep your eyes peeled. Mhm. Bald. Ja. Keep your eyes peeled. Wirklich, sooner than you think. Kleiner Scoop. Alright. Nein, Vielleicht morgen. Vielleicht morgen, okay. alright. Vielleicht heute noch. Du kannst... Also eigentlich kann ich noch mal fragen, wie haben ihr dann den Rest von, also quasi den Rest von der Band dazu bekommen, nach eurem Candlelight-Dinner Das ist ein good zu point. baden? Das ist ein good point, ist ja nicht schön. Soll ich Weil, mal? also, Ja, ich glaube, du bist da mit beim Triss und bei Michi macht es eigentlich fast schon, also nicht, dass es Sinn macht, aber es ist fast irgendwie, Hey. ja okay, es wundert mich jetzt gar nicht. Also der Triss, ich habe eben, damals, als ich mein Punkrock-Projekt da hatte, also Projekt, die 2 Songs, die ich geschrieben habe, Dein Fantasy hat Punkrock-Projekt. der Triss so gesagt, er spielt Bass dort und ich spiele Gitarre, so als Joke. So. Aha. Und dann ist irgendwie, also ist klar gewesen, dass er dann wahrscheinlich auch Bock wird drauf haben und dabei ist. Und er ist eigentlich, also so ist es dann gewesen. Dann haben wir also Bassist gebraucht. Und ich habe während Corona halt mit dem Lo von Shieldbreaker mega Kontakt wieder bekommen, eben plötzlich wieder Online-Gamen, weil hast du nicht anders können machen. Was und so. sind die Game? Bro, Apex Legends, Alright. like Rainbow Six, Among Us ist mal noch so Boah, ja. der Stuff. Ich habe wieder Und- mit Apex angefangen. Beste. Und wir haben gesehen, dass der Tim ab und zu streamt und so. Gell? Der Team ist Ja. Vollgas Ja. angegeben mit Apex. Ja. Jedenfalls, nachher, ich habe gewusst, er spielt bei Shieldbreaker und so, aber ich so, ich liebe den Dude und ich habe so, ich frage ihn einfach, Bock hat, Bass, er spielt ja eigentlich Gitarre, komm, frage ich ihn. Ja. Und dann hat habe ich ihm geschrieben, er so, hey, ich check, also er so, Bro, voll übergekehrt. Und ich so, ach. Und er so, er checkt das mit seinen Jungs ab und was sehr korrekt war. Mhm. Und alles easy. Und dann hat er gefunden, hey, ich komme mit Band, ich kaufe mir ein Dingwall und spiele Bass. Geil. Mega. Und Beste. wir haben dann eigentlich mega lang keinen Drummer gehabt, so. Weil eben bei Defender ist dann gegen Schluss ein bisschen weit so die Luft ein bisschen draussen gewesen. Und das Schwierige ist halt, seit ich in Bands bin, spiele ich mit dem Michi Schlagzeug, also seit Disconnect. Mhm. Und für mich ist eigentlich immer klar, ich brauche den Michi oder Drums. So. Und dann habe ich Drums selber programmiert und habe ihn dann ins Boot geholt, so, dass er Drums programmiert zum Schreiben halt, weißt du? Ja. Und dann immer halt so das Stückchen so ein bisschen so, hättest du nicht Bock auf Drummen und so. So Low-key. So ich verwende dich so fest! Und dann hat er eigentlich mega lang zuerst nur für uns also mit mir Drums gemacht. Also ja, er hat meine schlechten Drums genommen und hat sie geil gemacht. Mhm. Und dann hat er mal angeboten, er würde vielleicht auch so eben im Videoclip dann dabei sein und so. Mhm. Aber es war noch nicht fix gewesen. Und dann eigentlich Ja. am Videoclip dann ist dann so gewesen, hey, komm, Ja. wir wollen dich mal, Bro. Ja, und dann ist eigentlich der Michi so als letztes eigentlich so fix in der Band gewesen. Mhm. Ja, Das war im November, wo die den Videoclip aufgenommen haben. sorry. Also November oder wo? Das war November gewesen, genau. Ja.
Geil. Voll. Ricky, ich hätte gerne so eine Timeline editiert, jedes Mal, wenn irgendeine Zeit gefragt wird. Nein, eben, und ich muss ganz ehrlich sein, es macht wirklich Spaß. Es ist so, es fühlt sich gerade wieder an, so, als hätte ich so die erste Band wieder und geil. es ist so wirklich, ja, ich glaube, jede Band sagt das, aber wir haben es ist, jeder hat so seine Aufgabenbereich und der Vibe miteinander und es macht einfach Schon das wirklich Wichtigste. Fun. Es ist so, der Vibe ist rum. Es fühlt sich auch einfach richtig an. Ja, und so weißt du, unkompliziert also, ja, voll. irgendwie. So, Ja. Hey, das freut mich mega zu hören. So, ich bin auch sehr happy mit dem und ich glaube, big things coming, bro. Ja, also, ich bin sehr gespannt, was ihr noch alles auspackt. Was ihr ich auch. dran Aber das geschafft kommt dann auf OnlyFans. Ja, voll. Ah, das war Ricky's Fuß gewesen. Aber ja, also ich würde mich an dieser Stelle mal bei den Zuhörern bedanken. Ich glaube, es war eine sehr spannende Folge gewesen. Also wir haben einiges von euch gelernt. Ich glaube, was ich würde sagen, ist, ihr könnt doch Fischer's Rain hören. Jetzt gibt es noch einen Song, aber vielleicht, wenn ihr mal die Folge hört, gibt es mehr. Who knows? Du, wer weiß. Keep Dann kommt die your Folge eyes raus. Morgen. Eben, wenn ihr in Summer Breeze könnt, dann könnt mal die Jungs abchecken. Vielleicht mal demnächst in OnlyFans, who knows. Aber ja, Dave, da musst du sagen. Irgendwann muss ja irgendwie muss das Geld hier Das ist auf der Timeline. Ja. Auf der Roadmap von der Band. Ja. Aber ja, merci fürs Der Zuhören. Weihnachtskalender, Alter. Hey, Absolut. Merci. Oh, alter Brudi, machen wir einen Metal Underground Band Weihnachtskalender mit einfach so allen Halbnackte Dudes. Hackfressen aus diesen hohen Metalcore-Bands. Und dann weißt du, Das so wär- die und dann sick. ein Sujet so in einer verlassenen Lagerhalle, Yes. ein Sujet. in einer verlassenen Oh, Lagerhalle. yes. Im Wald Aber weißt du, es drinnen. hat ja noch die Dinge im Wald, Im Wald. auf dem Feld, yes. auf Ja, dem grünen ja, ja. Grasfeld. Ja. Yes. Dann in einem Vor der Limit. Ja, von Limit, ja. Das finde ich gut. Was gibt es noch? Was gibt's noch für Lichter, hast du in einem Raum, Wer- so Wer- Neonlichter. geil. 21. Ja, Geil. Was gibt's? Hey, ja, an der Stelle auch merci, dass wir da haben dürfen, da ein bisschen erzählen. Ich hoffe, Ja, es danke hat vielmals. der eine oder andere ein bisschen interessiert, was man da zu labern kann. Glaube schon, du. Also mich hätte jetzt interessiert. Das ist die Hauptsache. Ja, Mann. Nein, also wirklich, merci, dass ihr gekommen sind. Es war wirklich cool gewesen. Sehr gern. Und viel Spaß am Summer Breeze. Hey, Danke arigato. euch. Ja. Merci vielmals. Bella, hast du mal abschließende Wörter? Ja, sind lieb zueinander, hören Vicious Rain. Tschüss, bis morgen. Ciao. So, immer bis morgen, aber ist ja gleich. Warte.